Ich kenne die. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein. Nein, nein, nein. Wir reagieren heute auf Ballon-Date zusammen mit der Lizzie. Hallo zusammen! Hallo! Ich habe gesagt, wir gehen rein, oder? Ja. Okay. Also, ich mag, wenn man meine Füße leckt. Oder Golden Shower. Nein, okay, es fuckt mich schon ab, Lisa. Es fährt Es einfach fuckt mich schon schon ab. Nein. Nein, okay. Sorry, weh. Ich kann die einfach, Mann. Das ist... Okay. Als Ägypterin Woher? bist du da Muslim? Von Insta tatsächlich. Ja. Spannend. OnlyFans-Model. Ja. Okay. Okay, wir gehen weiter. Wir gehen weiter. Wir gehen mal hier. Wir schauen, was passiert. Sagst du, wenn ich stoppen muss oder so, gell? Kommt für mich nicht in Frage. Und du hast super schöne Augen. Aber die sind wirklich ein bisschen angsteinflößend. Also, ich finde die ein bisschen zu stark. Ist das keine Green Flag, wenn man noch nicht in einer Beziehung war? Also kein Shoutout an Saarbrücken, das ist voll die Assi-Stadt. Bist du diejenige, die gesagt hat zu irgendeinem Typen hier, dass er einen Kleinen hat? Achso, und an die Frauen, die toxisch sind. Euch wollte ich eh nicht. Ah, schau sogar. Man müsste sogar 48 Stunden warten, wenn man reactet. Aber Das ist ja crazy. Alles klar, let's go. Ich bin der Nico, 27 Jahre jung, komme aus Wilhelmshaven und bin Content Creator. Achso, und an die Frauen, die toxisch sind. Euch wollte ich eh nicht. Hi, ich bin Emre, ich bin Er hat sich 22, versprochen, er hat sich Karlsruhe. versprochen. In meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball. Ich renne lieber Fußball hinterher statt Frauen. Hey, warte, was sagen wir so zu der ersten Kandidatin da, Lisi? Was sagen wir zu ihm? also Nico, what the Flip-Flop ist das für ein Tattoo? Es steht Es rich steht rich und risk. Oh nein! King, ja Mann. Nein. You can only get Das rich ist- if you risk some. Bro, das ist wie, oh nein. Das haben sich früher alle so tätowiert. Einfach auch so der Cringe-Shit. Und er so, an alle toxischen Frauen, euch wollte ich eh nicht. Okay, An die der Frauen, hat auch niemand mit die deiner toxisch Halbglatze. sind. Euch wollte Set it. Okay. ich eh nicht. Und was halten wir da von ihm da? Vom Emre? Er Nein, sieht schnüssig aus, der ist ein Emre. herziger, Sieht weißt herzig so, aus. So unschuldig. Schmuck und so, Ich okay. bin Emre, ich bin 22, ich komme aus Karlsruhe. Und in meiner Freizeit spiele ich gerne Fußball. Ich renne lieber Fußball hinterher statt Frauen. Ich bin Okay. Maurice, 22 Jahre alt und ich streame auf Twitch und ich habe keine Ahnung, was ich mache. Boah! Stopp. Wieso macht er das 6-7? Wieso? Ich kann eigentlich sagen, der hat voll die schönen Augen. Ja, das hatte ich auch noch anhängen. Aber Bro, why the 6-7, Mann? Ich weiß es auch nicht. Hi, ich bin der Marc, 23 Oh, der sieht aus wie der Kollege an. Das ist ein crazy Typ, okay. Und der hat auch so Tattoos. Okay, los, was er sagt. Jahre alt, komme aus Stuttgart und mache sehr viel Sport in meiner Freizeit. Hallo, ich bin Kevin, 22 Jahre alt, komme aus Niedersachsen und Fußball ist. Weißt du, es tut mir leid, stoppe ich jetzt gerade so viel. Aber er tut mir leid, weil ich weiß, dass in dem Video gar nicht gegen den Kevin, aber ich weiß, die Frauen werden ihn ehrenlos wegfronten. Wenn er sagt, was er denkt. Sie werden ihn ehrenlos wegfronten. Das finde ich nicht okay. Ja, einfach, dass es gesagt ist. Alles. Hallo, Kevin, mein Name ist Unterstrich Leosi, ich bin 2201. 24, komme aus Düsseldorf. Und Den kenn ich von keine Ahnung, irgendwo. was ich mache. Bin gerne auf TikTok Kommt mir auch bekannt unterwegs. vor. Freue mich TikTok. dabei zu sein. Yo! Hi Leute, ich bin Janko, werde jetzt 20 Jahre alt, angehender Physiotherapeut. Der ist 19. Und ich bin Schwiegermamas Liebling. Hi, mein Name ist Fasti. Angehender Physiotherapeut. Und freue mich hier dabei zu sein. W's. Das heisst, er macht gut Mula irgendwann in Zukunft. Wird sicher. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt jetzt. Normalerweise hast du ja die Frauen, die den Ballon poppen. Und jetzt ist es mal umgekehrt. Ich finde das geil. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ballonat, meine lieben Freunde. Mein Name ist Momo, schön, Geil. dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bevor wir mit der Folge starten, schenkt uns einen Daumen nach oben, abonniert diesen Kanal. Mich würde es riesig freuen, wenn wir 4000 Likes auf diese Folge schaffen. Promo! Würde mich damit sehr, sehr glücklich machen. Und wenn du bei der nächsten Folge dabei sein möchtest, schreib uns gerne auf Instagram bei Momoshiny YouTube oder über den Link in der Videobeschreibung. Würde mich sehr, sehr freuen. Habt Spaß und wir fangen an. Let's go! Woo! So, meine verehrten Damen und Herren, wir haben hier 8 attraktive Single-Männer für euch vorbereitet. Der Ding ist aber riesig, der Nico. Ist hure groß. Damn. Schön, dass ihr hier seid. Ihr kennt die Regeln. Lasst nicht lange. Oh, der in den R mit heißen seinen Brei reden, Augen. sagt man oft.
Er hat krasse Das Augen. ist so crazy. Das ist Krasse fast schon Augen. so krass, dass man fast denkt, dass sie gar nicht echt sind. Dass es Linsen sind oder so, meinst Ja. Oder Ja. vielleicht, keine Ahnung, operiert oder so. du? Operierte Augen. Kann man die Augenfarbe operieren? Ich habe gemeint, schon, ja. Ich kenne nur, dass die ihre Augäpfel mit so Tattoo-Farbe füllen, dass sie ganz schwarze Augen Nein. haben. Ja? Okay, Du crazy. kannst sie operieren lassen, ja. Ach, krass, okay. Deutsch. Ja. Und wir bitten jetzt die allererste Person herein. Hi! Ja, hallo. Ich bin die Xenia. Schön, dass du da bist. So, jetzt kannst du dich vorstellen. Ja, hallo, ich bin die Xenia. Ich bin 25 Jahre alt. Ich komme aus Köln. Bin Abiturientin. Nebenbei bin ich Boxtrainerin im Kinder- und Jugendsport. Und sie Moll, ist Boxtrainerin. moll. Okay, Girl, okay. Alright. Ich setze mich viel für die Kinderpolitik ein. Ja, arbeite sehr, also eigentlich nur ehrenamtlich. Genau, ja. Schön. Green Flag, okay. Ah, nehmen wir hier. Mhm. Genau. Ja, ich bin ein bisschen aufgeregt. Alles gut, ich bin bei dir, ey. So, was ist dir wichtig bei einem Mann? Was mir wichtig ist, ist die Ausstrahlung, Aha. die Bildung. Sonst ja, muss Bildung? einfach passen, ne? Charakterlich passen und ja, wie du mir, ich so dir, sage ich immer, ne? Wenn man gut Aha. zu mir ist. Ja, genau. Cool. Sehr schön. Was ist ein absolutes No-Go, Red Flag bei einem Mann? Wenn er nicht arbeiten geht. Gerade so, hä? Ja. Noch kein Pop, noch kein Pop. Mhm. Keine Bildung wirklich hat, also wenn er intellektuell, außer wenn das jetzt Inklusion ist, ist das was anderes, ne? Aber Inklusion? ja, das heißt, wenn er so zurückgeblieben ist, also das ist nicht so, ne? Aber er muss schon gebildet okay. sein. Okay. Ja. Ich glaube, Ist du bist ein bisschen Inklusion gut? abgedriftet. Ja, Inklusion heißt einfach nur, Dass er sie schlau zum- ist, aber wenn er so nein, persönlich. zum Beispiel Leserechtschreibschwäche oder Ah. whatever, sowas ist, Okay. das ist aber auch kein Problem. Ja. Ich bin Oh, gut in eben, jetzt habe ich schon Deutsch, gedacht, das wäre das ja. Problem. Weil ich komme auch Mhm. immer so leicht verpeilt drüber und doof, aber ich bin, eigentlich voll, Genau. ich bin aber eigentlich voll schlau. Ja. Genau. Okay. Hast du eine Macke an dir? Boah, meine Macke, ich habe keine Geduld. Mhm. 0,0 Geduld. Ja. Oh. Oh mein Oh. Bro, wieso hat er das? Alter, Yo! Ali! haben die alle ihre Alle? Logo an ihrem auf Gürtelhöhe? Warum haben jetzt da alle gepoppt? Hat alle Also, gepoppt? alle haben gepoppt, look! Macke, ich Ich habe keine bin- Geduld. Ich bin mehr fokussiert gewesen auf 0,0 Geduld. how they popped it. Aha, auf Gürtelhöhe, ja, okay. Also der eine hat seine Nadel auf Gürtelhöhe montiert. Oh mein. Aber schau jetzt. Ich hab, Und vorbei. Nein. Alle wegen Geduld. Das ist crazy. Mann. Das ist crazy. Vielleicht haben sie sich vorher nicht getraut. Nee. Aber was jetzt auffällt, die Hose vom Nico, ganz links. Ja. Sehr geil. Sehr geiler Style, finde ich. Mega. Krass. Okay, schauen wir Mega weiter. cool. ich habe schon Geduld, aber nicht viel Geduld, ne? Ihr seid doch auch Aber alle bestimmt mach mal schnell ungeduldig. Pause. Wie widersprüchlich irgendwie ist das, dass sie. Okay, nein, okay, I understand. Sie braucht beruflich wahrscheinlich sehr viel Geduld mit Kind. Ja. Das heisst, sie hat wahrscheinlich privat einfach keine Geduld. Dann Ah, das mehr. ist krass widersprüchlich, Weil sie hat ja- aber. Ja, weil sie arbeitet ja mit Kind und auch geht ja Jugend und Boxing und so. Kinderboxtraining und Ja. so. Und also ich checke dann nicht so, hast du denn nicht das angenommen, um dann halt wie die privat auch geduldig zu sein? Oder hast du effektiv mit den Kindern auch keine Geduld? Ja, Weil das das wäre ist, crazy. wenn die Kinder nicht hören, boxt sie sie einfach ab. Ja, fair. Fair. Wenn das geht, why not? Ja. Also, Ja, gut. Ja, ab der Hälfte von da wird es dann schwierig. ja. Okay. Crazy. Okay, das war jetzt mies, ja. Okay, aber Habt ihr jetzt ernsthaft nur geplatzt wegen Geduld? das fragen wir die gleich. So, Okay. alle Ballons weg wegen Geduld. Und wir fragen euch jetzt, wir fragen die jetzt, warum die platzen gelassen haben. Okay. Würde mich mal interessieren. Wir fangen bei dir an, ja? Warum hast du platzen lassen? Komm gerne mit. Also ich habe noch ein bisschen warten lassen, aber ich glaube 25 wäre mir auch einfach zu alt. Ich bin 22. Und das mit der Geduld, ich bin selber auch ein bisschen ungeduldig und ich glaube, wir würden so aneinander clashen. Okay. Und das fände ich. Ja, das Mhm. wäre mir auch eh zu jung. Also, Ja. zu jung gewesen, alles gut. Ist das Alter Fair. jetzt in dem Fall, ist es für dich, sag mal, ist es für dich ein grosses Ding? Sie 25, er 22? Nein, ich würde Nicht? jetzt nicht sagen.
Es sind beide erwachsen. Ja, und ich glaube, sie oder beide können einander gute Qualitäten von ihrem Alter mitgeben. Ich glaube auch, ich bin da eher so, also halt so volljährig, ja, aber also ich sage jetzt mal, ob die Frau 2 Jahre älter oder jünger ist als ich, so, hey, wenn der Vibe stimmt und das doch passt, dann passt das, dann spielen doch die 2 Jahre jetzt in unserem Alter nicht so eine Rolle, weißt du, was ich meine? Ja, okay, weak. Aber sympathisch. Danke. Okay. Warum hast du Emre. platzen lassen? Also tatsächlich auch wegen der Geduld. Ich bin auch ungeduldig, ich habe auch ADHS und dann, das Okay. wird nicht klappen und Mhm. die Tattoos feiere ich nicht so heftig. Jeder hat einen anderen Geschmack, aber nicht so mein Fall. Okay. Aber scheint korrekt Das, zu sein. das, Ich fand, was sie- ihre Tattoos waren gar nicht mein Fall. Also ich mag Tattoos, aber ihre Tattoos waren gar nicht mein Fall. Warum hast du platzen lassen? Ich muss erstmal fragen, woher kommst du nochmal? Aus Köln. Achso, aus Köln. Ja, ich habe platzen lassen. Also du bist sympathisch, siehst auch gut aus, hast schöne Augen. Aber nicht mein Fall. Also ist absolut nichts gegen dich. Okay. Ja. Aber ist der Respektvoll. Letzte gewesen, wo geplatzt hat. Das war der Letzte, gewesen, ja. Ja, und er hat noch so sneaky übergeschaut und Ja. hat ihn dann platzen lassen. Ja, meinst du so, weil er Schiss hat, dass er alleine ist mit dem Ballon? Ja. Ja, check Also er hat mir jetzt so ein bisschen den Eindruck gegeben, Ja. aber voll respektvoll Antwort. Wie findest du das Tattoo, was sie hat dort? Das Search-Tattoo sieht aus wie so ein Kompass. Ja, es sieht wirklich aus wie ein Kompass. Es sieht es sieht aus, als hätte sie ihr jemand einfach auf die Brust geschrieben. Mit so einem Also, weißt du- Fineliner oder mit so einem Stabilo. Nein, Ja, mit einem so einem Edding. Stabilo. Ja, oh mein Gott, nein. wie Wirklich. fies. Es sieht halt so aus. Der Rest ist dann wahrscheinlich so eine Kompassnadel, was ja voll fein ist. Aber das Search sieht wirklich aus wie, als hätte das einfach jemand mit dem Stabilo ihr auf die Brust gemalt. Crazy, okay. Ja. Genau. Wie findest du ihn? Ich stehe auf helle Augen, deswegen alles easy. Passt. Alles easy. Hello. So, jetzt Kollege. Warum hast du platzen lassen? Also erstmal, ich komme aus Stuttgart, das ist einfach ein bisschen weit von der Entfernung her. Der Dialekt ist so geil. Also ich spreche ja Kölsch, ne? Ja, ich spreche Schwäbisch. Und das ist Ah, einfach, Schwab. ich bin ein sehr ruhiger Mensch. Ich lasse mir auch gerne Zeit bei manchen Sachen und antworte dann auch zum Beispiel nicht so schnell. Zum Beispiel, wenn ich zum Fitness bin oder so, dann dauert das auch mal 3 Stunden. Okay. Wie lange gehst du die Woche so? Jeden Tag 2 Stunden, 3 Stunden. Aber Hut ab. Disziplin. Sieht man, Alter. Danke. Sieht schon parat aus. Die Entfernung ist wahrscheinlich der Hauptgrund, aber das hat halt auch nicht so super gematcht. Das war jetzt nicht so mein Ding. Und dadurch war halt die Entfernung der passende Grund, dass es halt nicht matcht. Der ist mir mega sympathisch irgendwie. Ja. Ich bin auch ein sehr ungeduldiger Mensch, immer aktiv, immer unterwegs und ich glaube, das hätte nicht gepasst. Ja. Warum hast du platzen lassen? Also von optisch gefällt es mir leider nicht so und wegen der Geduld halt. Das Okay. wird auch nicht passen. Ehrlich. Schau, der hat auch so ein. Der Jack sieht es jetzt nicht. Chat, wir müssen nachher schauen, wie meine Kamera schmeckt. Der hat hinter dem Ohr hat er auch so ein Kartentattoo wie der andere auf dem Arm. Mhm. Ist das so ein typisches Männerding irgendwie? Ich habe kein so ein irgendwie Kartentattoo irgendwo. Oder Joker oder irgendetwas. Gar nicht. Aber viel Glück. Ganz kurz, tu parles français? Oui. Oui? Ah, okay. Wie hast du erkannt, dass er with dem We redet? Entschuldigung? Mon frère visite Marseille. Tu viens de Marseille? Oui. Ah bon? Oui. Oui. Moi, ich viens de Belgique. Also ich habe den Ball platzen lassen, auch wegen der Ungeduldigkeit, weil ich bin leider ein sehr unpünktlicher Mensch. Ich Aber Oh. das zeigt von Intelligenz. Das hat eine Studie bewiesen. Unpünktliche Menschen haben eine hohe Intelligenz. Aha, Lizzie, aha. Also, ich wollte ja nichts sagen, aber laut Abstimmung von der Bröslis bin ich der unpünktlichste von allen. Ich wollte nur mal mich bedanken dafür. Danke Ja, vielmals. ja, Danke, ist dass ihr mich so intellektuell begabt einschätzt. Meine liebe Freundesgruppe, wir haben da in der Mitte gerade eigentlich aus einem dieses Kompliment gemacht. Ihr seid die Besten. Fuck. Ja, Nur ich Liebe. Ja, gern. Da bin ich ja richtig doof. Weil ich bin richtig pünktlich immer, ja. Ja, aber ansonsten bist du wirklich sympathisch und ja. Okay, danke schön. Warum kannst du Französisch? Mein Bruder, habe ich ja gerade gesagt, mein Bruder lebt in Frankreich. Du hast auf Französisch geredet, wollte ich wissen. Geiles Sache. Ja, mein Bruder lebt in Frankreich. Okay. Ist okay. Genau, richtig. Dein Bruder lebt da und du kannst trotzdem so gut dann Französisch? Ja, Hast meine du an der Geschwister, Schule ne? gelernt, oder? Ja, Schule, 2 Jahre, aber meine Geschwister, ne? Wir reden immer auf Deutsch und Französisch.
immer so ein Mixmax so. Deswegen. Kannst halt voll gut Mix-Max. Französisch. Voll beeindruckend. Merci beaucoup. Ja, merci beaucoup. Warum hast du platzen lassen? Also erstmal, du hast eine positive Ausstrahlung, das gefällt mir. Aber mit Ungeduld, das kann ich nicht. Also das kann ich wirklich nicht. Tut mir leid. Und er ist 19. Findest du wirklich sehr sympathisch, wirklich. Dankeschön. Bitteschön. Findest du ihn? Zu jung. Ja, Aber solche hellen Augen brauchst du? ja, also ich sag immer, ich mag helle Augen, ne? Aber wenn ich jetzt in deine Augen gucke, ne, das kommt auf die Sympathie an. Ah, danke, ey. Sie versucht das bei ihm, willst du wieder Wirklich, ne? willst du Wirklich. wieder Im teilen. Normalfall, weil meine ganze Familie hat braune Augen, braun-grün. Und ich bin die Einzige mit der Augenfarbe. Deswegen habe ich gesagt, muss ich ein bisschen weiterführen, so weißt du. Chicke. Ja. Dankeschön. Aha, Okay. ja. Strategisch Vielen Dank. unterwegs. So, Crazy. komm mal jetzt zu mir. So. Yes. Leider kein Match, aber trotzdem Respekt, dass du gesagt hast, ich laufe halt als erstes rein. Ne? Viele trauen sich immer nicht, ich muss immer auslosen und so. Deswegen, Echt? das zeigt von Selbstbewusstsein. An die Zuschauer da draußen, ihr Instagram steht hier unten, checkt sie ab, schenkt ihr Liebe. Genau. Eine tolle Frau, sehr sympathisch und sehr Merci, schön, dass was ich du, hier sein durfte. Okay, sehr next schön, was du alles candidate. so ehrenamtlich machst. Let's Ein go. Beispiel hier. Let's go. Ja, man sagt auch immer, Ehrenamt wird nicht bezahlt und. Klar, man kriegt diese Aufwandsentschädigung, ne? Komm jetzt, next Aber candidate. wirklich, es wird so viel gesucht, auch gerade für du mit Sport und, ne? Wir suchen Jappa, viele jappa. Trainer, egal in was für einer Stadt, werden immer Trainer und alles gebraucht. Deswegen ehrenamtlich ein bisschen supporten und dann, Safe. ja, Tut was Genau. Gutes. yes. Okay, danke Ja, schön. Bibi, danke, dass du hier warst. Du darfst in die Richtung die Bühne verlassen. Der Applaus für dich. Wie hat sie geheißen? Ich weiß auch nicht. Sympathisch, ey. Das ist eine Okay. richtige Frau so. Ist die das meine? Deswegen muss man auch mal Kompromisse eingehen. Ungeduld. Ungeduld war das, ne? Ja, Ungeduld. Ja. Akzeptieren einfach. Macken mögen. Scheiß drauf. Ja, leider gescheitert, aber wir bitten jetzt. Der ist auch ein bisschen lustiger, sicher. Hi! Schön, dass du da Oh, bist. die arbeiten im Büro. Oder im Einmal Hotel. vorstellen. Im HR, im HR. Fix ein HR-Tante. Also warte. Wow, okay, Li. Wir schauen. Ja, ich bin die Lea, ich bin 25 Jahre alt, komme aus der Nähe von Gießen, bin Personalsachbearbeiterin. Und Das sieht man einfach. Aha. Okay. ich bin heute hier, ich freue mich. Cool. Was machst du in deiner Freizeit? In meiner Freizeit, ich gehe gerne mit Freundinnen essen, habe noch einen Hund zu Hause. Ich kann gerade sagen, mich sie hat auch einen Hund. ausgiebig kümmern muss, genau. Ansonsten, ja, das war's. Bin viel mit meinen Freundinnen unterwegs. Sehr schön. Was ist dir wichtig bei einem Mann? Aber einem Mann ist mir wichtig tatsächlich, dass er gepflegt ist, also dass Valid. er auf sein Äußeres achten Mhm. tut, ja, dass er freundlich ist, höflich ist, loyal, das ist mir wichtig. Okay. Ah, das sind so Oberflächen, so jeder. das ist Standardsachen, ja, ne? so Standardsachen. Wir wollen dich ja kennenlernen. So auf dich bezogen. Was ist dir wichtig? Auf mich bezogen gut, klar, also wenn man in der Kennenlernphase ist zum Beispiel, dass man halt nicht mehrere kennenlernt gleichzeitig, sondern dass man sich einfach auf eine Person konzentrieren sollte. Mhm. Ja. Genau. Okay, stabil. Okay. Mhm. Was ist ein Valid. absolutes No-Go bei einem Mann? Red Flag. Boah, richtiges Red Flag ist, ja, auch so Standardsachen wie, also ich mag es überhaupt nicht, wenn man jetzt zum Beispiel mit anderen Frauen dann noch Aufmerksamkeit gibt, der weiß, also mir das Mhm. Gefühl gibt, okay, du bist nicht die Einzige, sondern ich bin mir noch nicht sicher, ich will mich ausleben. Das ist halt so. Okay. ein Okay, absolutes valid. Red Flag. Okay. Sehr. Hast du eine Macke? Eine Macke, ich bin zu gutmütig. Ich sehe viel Positives in den Menschen, was auch dazu führen kann, dass ich halt sozusagen halt immer auch hinfliege mit den Personen. Das ist halt so meine Macke. Finde ich keine Macke. Also mit Girl, den Personen hinfliege. Zum preach. Beispiel, ich bin so gutmütig, ich glaube dir die ganze Zeit, ich unterstütze dich, Okay. ich helfe dir. Okay. Und dass es dann dazu passiert, keine Ahnung, dass ich verarscht werde. Okay. Genau. Checke. Okay, Checke. gut. Rede. Ja. Fast alle Ballons noch da. Ja. Crazy. Damn. Crazy. Guck mal, einer hat platzen lassen. Wir Der fragen ihn Emre. ganz kurz, warum. Okay? Gerne. Ja. So. Warum hast du den Ballon platzen lassen? Also erstmal hast du ein sympathisches Auftreten Vielen lieben Dank. und deine Meinungen gefallen mir auch, aber bei Hund war ich raus. Also ist dein Hund bei dir dann zu Hause oder habt ihr so einen Garten oder wie? Der Hä? lebt bei meinen Eltern tatsächlich. Hä? Ja, der Hund, also, der hast du ja nicht einfach nur im Garten, den Hund.
Also das ist ein crazy Statement gerade gewesen. Aber warte, sie hat ja gesagt, er lebt bei den Eltern, warte. Ich lebe alleine, aber trotzdem, es ist sozusagen auch mein Hund. Der wurde geholt, als ich als ich noch dort gewohnt habe, bei meinen Eltern. Ah, sie hat keinen... Und deswegen gehe ich halt trotzdem jeden Tag hin und gehe mit ihm die Abendrunde oder mal mittags eine große Runde Aber er wohnt nicht bei ihr. Bei Hunden zu Hause bin ich raus. Er wohnt nicht bei mir. Also wir haben auch Hunde im Dorf, zum Beispiel bei uns so riesen Kangals. Wenn die draußen sind, ist das kein Problem, aber im Haus, da bin ich. Verständlich, absolut. Hunde stinken Was? für mich, wenn sie zu Hause sind. Im Dorf bei uns in Klein habe ich auch Kangals. Was? Die sind draußen, aber wenn die zu Hause sind, da wo ich schlafe und so, und die furzen oder irgendwie draußen Scheiße drin sind und dann ins Haus reinkommen, nee, da bin ich raus. Ja, aber er hat schon recht. Wenn so also der Geruch von nassem Hund ist ganz schlimm. Ganz, ganz Ja. schlimm. Und wenn unsere Katzen auch schon, wenn die einen fahren lässt, ey, dann musst du Stoßlüften für 2 Stunden, dass du es überlebst, oder? Aber sorry, schnell. Das kannst du halt auf jede andere Person genauso abzielen. Also weißt du, so, Ja, wirklich. Du hast einen Hund? Ja, ein raus. Katzenfurz stinkt jetzt nicht schlimmer als ein Menschenfurz oder ein Hundefurz oder so. Und ja, ein nasser Hund stinkt, aber da kannst du nicht baden. Das macht ein Mensch auch, wenn er stinkt. Das Das ist so finde ich geil. so crazy, Alter. Und wenn er furzt. Er lässt den nassen Hund einfach auf dem Sofa chillen, weißt du? Die Person, die bei uns die jetzt furzt, muss einfach auf den Balkon raus. Okay. Ey, die Liesbach kann nicht mehr. Was ist da los? So lustig ist es jetzt auch wieder nicht. Mal. Weißt du, schau, ich will jetzt hier niemanden bloßstellen, aber weißt du, es gibt halt Leute, die wirklich extrem viel Flatulenz haben. Und das Statement, ja, dass der Hund furzt, dass man ihn draussen lassen deswegen, unter anderem deswegen, das ist so, ja, also soll ich jetzt die Person auch einfach rausschicken? Ja, okay, for real. Schau, mein Hund ist draussen, gehst du ihm ein bisschen Gesellschaft leisten. Okay, ich mach mal weiter. Mann. 7 Ballons sind noch da. Ja, schön. Bevor Lea, du diese komm Männer jetzt. eigentlich kennenlernst, müssen wir das ein bisschen minimieren. Okay. Das ist jetzt sehr oberflächlich. Das Ja. heißt, du musst jetzt halt nach Optik und Bauchgefühl Ja. von diesen 7 Ballons, Ui, von diesen 5 Couldn't Ballons, tank it. musst du damn. einplatzen lassen. Einen. Ja, dass nur noch 4 Ballons da sind. Okay. Schwierig. Bitte nimm den mit der Halbglatze. Sorry. Ja! Okay, sehr gut. Ich frage auch mal hier, Victory! warum hast du mal ihn platzen lassen? Das ist einfach nicht mein Typ. Also es wird nicht Rede. passen. Okay, ich war hier am Überlegen so. Alles Oh. gut. Ja, okay, So. Bro. So, jetzt brauchst du platzen lassen. Also ich wollte mir erstmal alles anhören. Also du bist wirklich eine sympathische Frau, aber du meinst, du kommst aus Gießen, ne? Ja. Das ist außerhalb von NRW. Ja, Ja, so wegen der Entfernung. alles gut. Ist halt nicht so. Alles in Ordnung. Sorry. Und bei dir? Also ich wollte auch erstmal zuhören, so, ne, du hast auch ein sympathisches Auftreten und alles, ne, deine Augenfarbe gefällt mir auch, aber wusstest du aussortieren ging? Das war jetzt nicht so mein Typ, deswegen habe ich gesagt, ich mach's lieber selber. Aber ganz respektvoll halt, ne. Ja, er sah ein bisschen definitiv zu alt aus, ne, ich bin auch jetzt so ein bisschen jung gehalten, auch jung. Was hat heißt jetzt jung vom Bild gehalten? nicht gepasst. Du bist 19, Kollege. Bro ist Sehr schön. jung. So, wenn du die Nadel kannst du die halten oder soll ich die abnehmen? Ja, alles Packst gut. du Ich schon, kann ne? die auch halten. Die Männer sind Das ist heute, nicht so die schwer. Männer sind heute voll lieb, die hören alle zu und so. Ja. Weißt du? Auch Ja, wenn das nicht abwarten. so deren Typ ist, die wollen trotzdem Mhm. erstmal kennenlernen und so. Ja. Süße Männer heute. Ja, okay, guck mal. Diese 4 Männer stellen sich dir einmal vor, damit du erstmal einen Eindruck bekommst, Ja, okay? gerne. Einmal vorstellen, bitte. Also ich bin Maurice, 22 Jahre alt und komme aus Saarbrücken. Und ich studiere zurzeit Film Production. Oh, Cool. Warum cool. hast du den Ja. Ballon bis jetzt behalten? Ich würde dir erstmal einfach zuhören. Sympathisch, siehst hübsch aus. Dankeschön. Siehst hübsch aus. Kraffe Augen, Hübsch ne? aus. Ja. Hübsch aus. Voll traurig. Will ich Hübsch nicht aus. verlegen, nur. Okay. Einmal vorstellen, bitte. Hi, ich bin Wasim, 24 Jahre alt, komme aus Nähe Köln, studiere Bauingenieurwesen, 4. Semester und Okay. spiele gerne Fußball nebenbei, also leidenschaftlich. Und ja, Warum hast du den Ballon bis jetzt behalten? ja, ich meine, du hast bis jetzt nichts Falsches gesagt. Nichts alles Falsches gesagt. legitim und Damn. bist auch nett, sympathisch. Ja. Dankeschön. Einmal vorstellen, bitte. Hi, ich bin der Marc, bin 23 Jahre alt, komme aus Stuttgart, bin Baggerfahrer vom Beruf her und gehe super gern angeln und Motorrad fahren. Und Sport natürlich auch. Angeln.
Hätte ich ihm Thomas, gar die nicht Balance gegeben. behalten? Ich höre mir gerne alles an. Ich hätte ihm nicht gegeben, dass er Baggerfahrer Bis jetzt war ist. alles gut. Okay. Ja, Baustelle passt schon zu ihm. Einmal vorstellen, bitte. Hi, ich bin Kevin, 22 Jahre alt, komme aus Jever. Ich bin aktuell Kassierer im Einzelhandel. Ja, die Ballon habe ich behalten, weil sympathisches Auftreten und ich höre mir auch erstmal alles an. Okay. Dankeschön. So, ich Okay. hoffe, du kannst dir alles merken. Ja, Ne? also hi. Ja, gut. Du musst von diesen 4 Ballons wieder einen platzen lassen. Wieder einen? Mhm. Okay. Ja, der Kevin, der Arme. Ja. So. Achso. Darf ich fragen, warum? Ja, Mann, es wird halt auch einfach nicht Kevin. passen. Also, es ist einfach nicht mein Typ. Ich stehe halt mehr so auf. Bisschen größer noch. Er ist grösser. Ja. Kein Problem. Ah, noch grösser. Wir wissen alle, wer sie will. Wir wissen Wir alle, wer sie wissen will. es alle. Darfst du eine Frage stellen? Eine Frage. Okay. Könntet ihr mir wie helfen, was würdet zu lupfen? ihr euer erstes Date vorstellen? Ah, okay. Erstes Date, okay? Geht in euch. Also ich würde dich wahrscheinlich dazu einladen, dass wir uns irgendwo in eine Bar draußen setzen, was trinken, dann je nachdem, welcher Stadt das halt wäre, danach so ein bisschen durch die Stadt spazieren gehen bis zum Abend, vielleicht irgendwo, also auf jeden Fall ein längerer Tag, vielleicht abends noch was essen gehen und dann würde ich dich halt, je nachdem, ob du mit dem Auto da bist oder keine Ahnung, zum Auto bringen oder nach Hause. Mhm. Okay. Oh, sie ist nicht überzogen. Bei dir? Also erstes Date kennt man sich schon oder also so hat man so was länger geschrieben oder ist das so, man kennt sich frisch, weil Nein, also wenn schon ein bisschen länger geschrieben. länger geschrieben, ja, dann würde ich halt alles selber planen, vorschlagen, hier, dann machen wir was. Dann würde ich dich abholen, ist ganz wichtig, dass wir uns nicht irgendwo treffen, sondern dass du abgeholt wirst. Und ja, essen gehen auf jeden Fall. Danach, ich finde, beim ersten Date muss man halt sehr, sehr viel reden, um sich kennenzulernen. Mhm. Deswegen danach, je nach Wetter, wenn das Wetter gut ist, was spazieren gehen. Wenn das Wetter nicht gut ist, irgendwo reinsetzen, aber nicht am selben Ort, Der hat sondern eine hure abwechselnd, feine dass man Stimme. halt Mega, irgendwo ich kann hingeht, ne? gerade sagen. Ja, also wirklich viel reden dabei. Jetzt nicht was unternehmen, weil beim ersten Date muss man überhaupt gucken, ob das passt. Ja. Ja. Okay. Ist irgendwie sympathisch Bei auch. dir? Boah, ich würde ganz entspannt mit einem Kaffee starten und dann bin ich sehr spontan. Je Super. nachdem, wie gut man sie versteht, gibt es ja viele Möglichkeiten, die man machen kann. Gerne noch draußen, zum Beispiel im Kletterpark oder so, mal was Lustiges, mal Abwechslung. Kommt halt ganz drauf Go an, to wie the man Antwort. versteht, ne? Ja, Okay. wirklich. Sehr schön. Sold. Wie stellst du dir dein erstes Date denn vor? Was hättest du dir gewünscht? Also ganz klassisch, wie eigentlich schon Kandidat 2 gesagt hat, den wir gefragt haben, ist es halt beim ersten Date so, man schreibt viel am Anfang, man unterhält sich auch viel über Social Media etc., WhatsApp, whatever. Ich finde es Whatever. halt wichtig, dann halt auch Whatever. persönlich viel zu reden, kennenzulernen, gucken, ob halt auch die Interessen, die Redensweisen zusammenpassen. Genau, das ist halt so meine Vorstellung. Mhm. Weiß ich nicht, entspannt einfach mal was essen Mhm. gehen, so auf ganz locker, nichts Erzwungenes. Okay. Ja. Oh, Jetzt musst du wieder einen Ballon platzen lassen. das ist aber schön. Spaß. Hallo Raffi. Oh, Es tut mir leid. Hoppla. holla, sorry. Darf ich fragen, warum? Das ist auch die Körpergröße. Ich weiß nicht, ich stehe Hä? halt ein bisschen auf größere Menschen. Hä, aber, Männer. also wie grösser? Ja. Das ist halt bei mir so ein Manko. Ich meine, ich Der ist mag doch etwa blau 10 an cm sich grösser. nicht. 15. Aber ja, es passt halt einfach nicht. Ist Da fand gut. ich die anderen Aussagen viel besser. Verstehe ich, alles gut. Danke. Okay. Mm. So. Das finde ich cheap. Von diesen diese zwei Ja. Männer dürfen Ja. die jetzt erstmal eine Frage stellen. Okay? Ja, aber Ja. da ist ja jetzt einfach wirklich klar. Offen, die Stars. Ja, So. ich Da du glaube das auch. mit dem ersten Date gefragt hast, Ja. gehe ich direkt auf Essen. Was ist so dein Lieblingsessen, wo du sagst, boah, ich habe Spaß, wenn ich das, ja, Tatsächlich italienisch. genauer. Also aktuell tatsächlich sehr gerne Nudeln mit Pesto. Ja, Was? Als also mit Basilikum Pesto Lieblingsessen? tatsächlich, aber auch Ja. gerne mal eine Pizza mit Salami. Also es ist ganz klassisch Was? gehalten, aber das ist tatsächlich so der Standard aktuell. Lisi, was ist dein Lieblingsessen? Wow. Ich habe nicht ein Lieblingsessen, sondern ich habe nach verschiedenen Küchen ein Lieblingsessen. Also, italienische Küche wäre Spaghetti Carbonara. Fix. Dann chinesisch ist es ganz basic, ein Süß-Sauer. Fix. Koreanisch wäre es Tteokbokki. Sagt mir nichts, okay.
japanische Küche wär's, ich glaube, da müsste ich schon Sushi sagen. Deutsche Küche? Und deutsche Küche, boah. Einfach ein guter Schnitzelpommes! Kartoffelsalat. Nein, ich sage ehrlich, nein, keine Currywurst. Bitte nicht. Bitte nicht. Was? Ich finde das so overrated, wirklich. Was? Ich finde Currywurst sehr overrated. Wirklich. Das ist eine crazy Aussage, Lisa. Nein, es gibt Lisa. Oh, Ja. du bist hässig. Die Currywurst ist goated. Ich finde es so overrated. Es gibt so viel gutes deutsches Essen, wie ganz krass einfach so ein Schweinshaxe mit Herdöpfelsalat Okay, oder etwas Firma. mit Sauerkraut. Boah, Firma, Digi, Firma. Sauerkraut. Nein. Aufgeben. Was? Abbruch. Was? Abbruch. Bei dir ist Currywurst Nummer 1. He? Nein, schon nicht, aber Sauerkraut Mm. ist ja mal zum Davorrennen. Ja, nein, Sauerkraut ist geil. Okay, wir schauen weiter. Ja. Meinst du, der Gross hat es schon gemerkt? Geht Ja, gar nicht. ich Ich glaube. glaube, er hat gemerkt. Geht absolut gar nicht. Ja, immerhin. Ja. Okay. Okay. Warum hast du so kurz angetäuscht? Ja, weil Pasta mit mag ich nicht, persönlich nicht. Und das schmeckt mir nicht gut. Also, es schmeckt mir nicht. Okay. Ist ja ihr Ding so, ne? Ja, aber wenn wir zusammen kochen, so, weißt du, was ich meine? Ja, gut, da gibt es ja immer noch. Ja. Da kann man sich Ja. zusammenfinden. Also, das ist Ja. ja nur das beim Essen gehen. Das ist ja nur das Was ich jetzt Lieblingsessen beim jetzt. Oh mein Gott, Italienischen chill. wählen würde. Ach so, ja. Ja. Okay, sehr gut. Hast du eine Frage? Ja, wie wichtig ist dir regelmäßig sozusagen unter der Woche rauszugehen oder so? Weil ich halt jeden Tag 2, 3 Stunden Sport mache, esse, vorbereite und halt dadurch nicht so flexibel bin bis aufs Wochenende, wo ich auch ab und zu arbeiten muss. Also, Sehr gute Frage. Also unter der Woche ist mir das eigentlich gar nicht so wichtig. Wow. Ich arbeite Vollzeit, demnach durch das ganze Kochen, Haushalt etc. bin ich halt auch einfach mal froh, dann abends auch auf der Couch zu liegen und einfach mal nichts zu machen. Also demnach ist es nicht meine Priorität, auch unter der Aha. Woche was zu machen. weil bei mir unter der Woche ist so, ich komme eigentlich heim und gehe gleich wieder los und bin dann um 23 Uhr zu Hause, dann tue ich noch schnell was essen und gehe schlafen und das war's. Ich gucke weder großartig Fernsehen noch sonst irgendwas. Bei mir ist halt alles so aufs Wochenende bezogen. Hm. Du hast ja gar keine Zeit zum Daten, deswegen bist du hier. Ja, genau, sozusagen. Ja. Okay, cool. Okay. Lass mal ganz kurz hier mal abchecken hier. Ey, was ist passiert, Alter? Ich habe diesen Luftstoß gespürt. Sorry nochmal. Ja, du hast gesagt, dass halt dir unter der Woche nicht wichtig ist. Ich finde, wenn man sich kennenlernt, egal wann, man muss wirklich flexibel, spontan sein, weil hat man Bock, weiß ich nicht, an einem Mittwochabend was rauszugehen, Montagabend, je nachdem, wie sich das ergibt. Ja, aber Klar, wenn du man nicht bist, kann, dann was kann machst man du nicht, beruflich nochmal? Bro. Personalsachbearbeiterin. Ja, dann gehe ich mal von aus, dass du meistens so bis 17 Uhr arbeitest. Richtig. Genau. Und ich finde, es lässt sich immer Zeit finden. Man muss flexibel sein, allein in der Kennenlernphase. Wenn man später zusammen ist und heiratet, ist nochmal was anderes. Dann lebt man, glaube ich, auch zusammen. Aber Okay. am Anfang ist Also- extrem wichtig, dass man die Zeit findet. Und dass man, Das stimmt. wenn man niemanden will, dann finde ich für dich, egal wann, ja, habe ich Zeit für dich. Das stimmt, Ist mir wichtig. Aber sonst bist du sympathisch, nett, Dankeschön. coole Auftritte. Cool. Danke. Ja. Aber respektvoll Du bist gesagt. okay. Deep into ihn gegangen. Ja, er denkt vielleicht schon. Nein, wobei, ja, ich weiß auch nicht. Also, Also spontan, nur, weil's ihr wenn ja- ich date, um dich halt einfach, dann tue ich mir nicht schon die nächsten 3 Wochen am Abend frei behalten fürs Date, sondern wenn ich mal etwas habe und das ist fix und das ist abgemacht, dann habe ich etwas. So, weißt du, was ich meine? Ja. Darum, Ja, ja. und ich meine auch, so, wenn du jetzt miteinander würdest wohnen oder so, sie hat ja nur gesagt, dass es ist ihr keine Priorität. Aber heisst ja nicht, dass sie es nicht machen würde. Eben, das meine ich. So. Ich check schon auch, weißt du, dass du so ein bisschen, dass du dann auch mal spontan Zeug unternimmst und sagst, hey, okay, schau, ich habe gerade Zeit, wenn wir etwas machen oder so. Aber jetzt konstant einfach nur die ganze Woche Kalender frei behalten, dass vielleicht spontan mal kommt am Donnerstag, hey, heute etwas machen. Dabei, also weißt du, also, ja, weiß ich Du nicht. darfst noch eine Schwierig. Frage stellen. Ich darf noch eine Frage stellen. Die allerletzte. Tja. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Boah, ich Bro, möchte typische einen HR-Frage. Personal Trainer machen. Also das möchte ich noch nebenher. For real. Mhm. Und mit 30, 40 Kilo mehr. Ich mache so Power, habe früher Bodybuilding trainiert und möchte jetzt auf so Powerlifting-Wettkämpfe gehen. Da bin ich so ziemlich
fixiert. Das ist so die Sache, die habe ich einfach konstant in meinem Leben und das ist eigentlich alles für mich. Und da lasse ich auch überhaupt nicht drüber reden. Entweder passt man sich da an oder halt auch nicht. Wie viel Kilo willst du draufpacken? Nochmal 20, 30 Kilo. Also Muskelmasse. Das ist also, jetzt Ja, kann ich ja. nochmal 10 Kilo wegrechnen von dem Fettgehalt, weil ich ja jetzt noch vom Winter und dann nochmal so mit 130, 140 trocken. Schränkt halt auch bei allem ein, ne? Muss man auch ehrlich sagen. Also auch mit draußen. Wenn du jetzt Ja, das stimmt schon. im Sommer rausgehst und du machst halt eine Diät, dann kannst du halt nirgends essen gehen. Du trinkst halt einen Kaffee ohne alles. Da ist alles grammgenau abgewogen und ich mache natürlich auch Boah. Ausnahmen. So ist nicht. Und möchte auch leben. Aber das ist halt sehr, sehr strukturiert. Sehr diszipliniert. Ja. Wo siehst du dich in 5 Jahren? Gute Frage. Diese Frage stelle ich Nein, sorry, du kannst die Frage Nein. nicht selber stellen und nachher sagen, gute Frage. Ich bin weiß gespannt, gar was nicht für eine so. Antwort jetzt kommt. Ich überlege mir Ja. das noch gar nicht so. tatsächlich auch jedes Mal meinen Mitarbeitern, die ich einstelle. Oha, du hast es vorgesagt. Was? No shit. Als wir, Sherlock. oh mein Gott. No shit. Ja, auch ganz klassisch. Also ich mache jetzt auch eine Fortbildung, wo ich mich beruflich weiterentwickle. Natürlich hat man da auch seine Ziele. Natürlich auch dann irgendwann Eigenheim kaufen. Also so sehe ich mich dann. Also ziemlich mein jetziges Leben noch weiterhin aufbauen, größere Ziele aufbauen. Ich bin immer so ein Mensch, ich setze mir Ziele, wenn ich die erreicht habe, kommt direkt Next Level. Genau. Das finde ich aber wichtig. Geil. Ja, voll. Wie findest du ihn denn? Schwierig. Hä? Hä? Was? Guck mal, seine Körpergröße. Ja, aber ich gehe halt gerne essen. So, wenn ich Bock habe, unter der Woche mal essen zu gehen und da will ich nicht auf irgendeinen Trainingsplan achten müssen oder sonstiges. Also ich will da eher schon so, ich will selber gehen. Also die Entscheidung mir überlassen, wann ich gerne essen gehen möchte. Ja, also ich muss nicht unbedingt immer nur am Wochenende sein, sondern auch wenn ich mal sage, okay, komm, Donnerstag, ich habe Bock, essen zu gehen, dann gehe ich essen. Und dann möchte ich nicht irgendwie, ja, okay, der Trainingsplan sieht so aus, wir gehen jetzt nicht essen. Ja, das würde mich nicht befriedigen. Okay, schade. Dann muss der Ballon weg. Sorry. Okay. Aber ich finde das gut, dass du Bruh. offen darüber Ich redest bin und so sagst, disappointed. du musst dich Disappointed. Ja. Das ist halt das Letzte, was er gesagt hat, gell? Ah, Aber ich check das sie. ist crazy. Ich check aber auch ihn. Sag ich ehrlich. Ja, Oder? Er hat da sein Dream, seine Leidenschaft und das lässt er sich nicht verbeugen, oder? Und ein bisschen musst halt immer, glaube ich, in einer Beziehung bereit sein, hin und her dich können ein bisschen zu beugen. Also du weißt es besser als ich, Total. aber ja. total. Das ist das Wichtigste daran, dass es funktionieren kann. Es muss ein Facts. Gleichgewicht herum sein, wo eigentlich beide ihre Träume können verfolgen, gegenseitig unterstützen und da halt auch die Kompromisse eingehen. Facts. Okay. Mir müsste ich Oh, mir Lea, anpassen, Lea, ich das zurück, weil wurde hier ist wirklich- nix. Ihr sollt euch Ja. kennenlernen. Deswegen gut, dass Ja. du darüber offen redest. Klar. Die Frau muss sich dem Fitness-Lifestyle anpassen, weil das gab es zuerst und so bin ich, das macht mich aus. Dadurch bin ich halt eine ruhige Person geworden und Fitness ist halt einfach mein Leben. Das ist ein Teil von mir und die Frau muss sich daran anpassen. Ja. Check ich Match. auch, aber ein bisschen muss Schade. man selber auch Aber an die können. Zuschauer, ihr Instagram steht hier unten. Checkt sie ab. Sie geht gerne Nudeln mit Pesto essen. Und Pizza Salami, habe ich gehört. Ne? Einfach anschreiben und sagen, ja, hast du Bock auf Pizza? Ne? Schön, dass du hier warst. Ne? Pizza. Er ist ein bisschen cringe, aber irgendwie mag ich ihn. Applaus für dich. Ja, voll. Hey. Ich glaube, er tut das Okay, Format nicht schlimm. sehr Wir bitten jetzt die aufhellen, nächste weil Person. es Ja. halt schon auch ein bisschen cringe ist in Wow. dem Sinn. Hi. Schön, dass du da bist. Komm gerne neben mir. Dankeschön. Einmal vorstellen. bitte. Ja, ich bin Alina, bin 21 und wohne in Köln. 21, okay. Was machst du in deiner Damn. Freizeit? Ja, ich So bin hübsch. offen für Wow. Neues, also ich gehe immer gerne raus und gucke, Ja, dass die ich ist so hübsch. eigentlich alles mitnehmen kann, was man so erleben kann. Ansonsten mit Freunden sein. Dazu. Cool. Was ist dir wichtig bei einem Mann? Ja, halt so diese Klischees halt, ne? Treue, Ehrlichkeit, dass man gut miteinander kommuniziert. Das ist ganz, ganz wichtig. Ansonsten, dass man seinen Alkoholkonsum gut im Griff hat. Rede! Ja, wirklich. Rede! Gibt nichts Schlimmeres als jemand, der sich jeden Abend irgendwie ein Bierli holt nach dem Arbeiten. Oha, eigentlich platzen immer alle bei Ja. sowas. Sehr gut. Habe ich heute vernünftige Männer da. Männer Was da! ist ein absolutes No-Go? So Red Flag, außer Alkoholkonsum. Wet Flag. Red Flag.
Ja, eigentlich hätte ich das jetzt tatsächlich gesagt. Zu viel feiern gehen mag ich auch nicht so. Okay. Rede. Hey. Läuft. Läuft, sagt sie. Okay, gut. Hast du eine Macke an dir? Ja, also ich schiebe ganz gerne so Dinge auf. So, wenn ich irgendwas erledigen muss, dann mache ich das gerne am nächsten Tag. Call. Ich sag der grosse, der poppt der Ballon. Der Ich sage, Fitness. ja, ich sage, weil zu undiszipliniert. Warte, schau jetzt. Oder am übernächsten Tag, würde ich so sagen. Und ansonsten, ich glaube, so eine Red Flag für mich persönlich ist, ich stelle gerne Bedürfnisse anderer über meine. Das bin ich nicht so am Arbeiten. Okay, cool. Gut, aber gut, dass du schon mal weißt und daran arbeiten willst. Guck mal. Aber die Quote ist gut. 7 Männer sind noch interessiert. Ja. Zu Okay, denen doch kommen wir nicht, aber ja. gleich. Mhm. Wir fragen ganz kurz, warum er platzen gelassen hat. Gerne. Warum hast du platzen lassen? Also, du bist sehr sympathisch, bist sehr nett. Dankeschön. Ich habe geplatzt, weil du hast gesagt, dass irgendwie andere Menschen gehen halt vor und ich finde, dass du die Nummer 1 sein musst. Du musst also erstmal, du musst dich auf dich selber konzentrieren. Erstmal musst du gucken, dass dir gut geht und dann alle anderen. Ich brauche eine Frau, die sich selbst liebt und auf sich achtet und Facts. selbstbewusst ist. Aber du hast ja Macher. gesagt, du weißt das ja, dass du andere Schön Menschen gesagt. viel gibst und daran Ja. arbeitest. Bin ich bei Das ihm. heißt, das ist dir bewusst. Das ist schon mal gut. Deswegen hast du ja diese Macke erwähnt. Guck mal, 7 Männer sind noch drin, aber das sind noch zu viele. Mhm. Bevor du die kennenlernst und Eindruck bekommst, musst du von diesen 7 Ballons 3 platzen lassen. Ja. Was? Rein von 3? Optik und 3, ja. Bauchgefühl. Das ist crazy. Oberflächlich leider. Okay, ja. So. Gut. We all know who's coming. Dann würde ich einmal bei dir. Ja! Einfach nur wegen dem Optischen. Lisa. Ja! Sie sagt auch wegen. Dann ich glaube bei Dann dir. Kevin. Ja. Auch wegen dem Optischen. Und. Emre. Ich glaube bei dir. Mm. Du hast Ja. jetzt zwar die Größe auch von vielen anderen hier, aber so einfach an der Größe so ein bisschen. Aber danke euch. Okay, gut, du hast direkt deine Meinung gesagt. Meistens muss ich immer hingehen und sagen, warum hast du platzen lassen? Aber das hast du von alleine gemacht. Sehr gut. Guck mal, diese 4 Männer stellen sich dir einmal vor, damit du einen Eindruck bekommst, okay? Ja. Lass mal da hinten anfangen. Aber Einmal warum vorstellen, tut er bitte. dann, Alter. warum tut er das, ich weiß nicht, ob nur dass ich das bin, Lizzie, aber er da hinten, er grinst die ganze Zeit so schelmisch. Ja! Die Ja! ganze, und ich weiß nicht, vielleicht bin das nur ich, Bei aber dir? warte jetzt. Du hast jetzt zwar die Größe auch von vielen Look, anderen hier, er ist aber immer am Grinsen. So einfach an der Größe so ein bisschen. Aber for real. Also ist schön, wenn er happy ist und sich freut und so. Okay, Ja. aber gut, du hast direkt er deine hat die Meinung ganze gesagt. Zeit so Meistens muss ich immer schelmisch hingehen und sagen, warum hast du grinsen. platzen lassen? Aber das hast du von alleine gemacht. Sehr gut. Guck mal, Das diese ist Schau beunruhigend. mal. Ja. Bäh. Die ganze Zeit so. Schau, er ist am Lachen, voll hart. Der tut so, also. Ich kann es jetzt sagen, Er aber ist schon. mehr so. Zack. Was Nein, soll ich sag's sagen? nicht. Ich Die sag's Männer nicht. stellen sich dir einmal Nein. vor, damit du einen Mm, Eindruck okay. bekommst, okay? Ja. Lass mal da hinten anfangen. Mhm. Einmal vorstellen, bitte. Hi Janko, ich werde 20 Jahre alt, bin angehender Physiotherapeut. Mhm. Ja, was soll ich noch sagen? Warum hast du den Ballon bis jetzt behalten? Optisch bist du eigentlich mein Typ. Mhm. Hast jetzt nichts Schlechtes gesagt. Eigentlich. So, ja, Eigentlich. dir. Okay. Du hast voll die süßen Sommersprossen. Dankeschön. Bitteschön. Einmal vorstellen, bitte. Also ich bin Josi, bin Das 24. ist wieder der Mikrokasse. Gerne mit Karte zahlen. Einmal vorstellen, bitte. So aktuell. Ah, for real. Und, ich habe den Ballon noch nicht platzen gelassen, weil ich finde dich sehr, sehr sympathisch, deine Ausstrahlung und hast auch sehr schöne Sommersprossen. Dankeschön. Dankeschön. Was studierst du? Wirtschaftschemie. Okay, cool. Wirtschaftschemie. Ja, ja. Krass. Crazy, diese Kombi habe ich noch nie gehört. Und Okay. das auch, ja. Cool. Danke dir. Einmal vorstellen. Ja, ich bin Marc, ich bin 23 Jahre Seine alt. Augenbrauen. Ich komme aus Stuttgart und ich habe den Ballon bis Wem jetzt seine behalten, weil du sehr Augenbrauen? schöne Augen hast und Ja, deine wem seine Augenbrauen echt? Am Kevin seine, oder was? Am Halbglatzkopf seine Augenbrauen. Er hat jetzt gerade so runtergeschaut und seine Augenbrauen geschaut, von wegen so, mit mir willst du nicht reden. Danke dir. Ah. Kevin, vorstellen. I see Ja, you. ich bin 23 Jahre alt. Mhm. Ich komme aus Stuttgart. Kevin ist Ich aber hab der den Ballon nebendran. bis jetzt behalten, weil du sehr schöne Augen Oh, hast und scheiße, deine wie heisst Ausstrahlung dieser? dazu. Dankeschön. Keine Ahnung. Nennen wir einen Rudi. Rudi! Einmal vorstellen. Also ich bin Maurice, 22 Jahre alt. Ich studiere zurzeit Filmproduktion und komme aus Saarbrücken. Ah, cool. Warum hast du den Ballon bis jetzt behalten? Ich finde dich bisher sehr sympathisch, hübsch und will noch wissen, was kommt. Dankeschön. Okay. Jetzt muss wieder ein Ballon weg. Ja. Du hast Eindruck bekommen, konntest dir in die Augen gucken. Mhm. Dann Ich würde sag einmal zweit vor dahin rechts. gehen, einfach nur wegen dem Alter. Oh nein, okay, ja, macht Ja. Aber Sinn. danke dir. Das Alter. Okay, an diese 3 Männer darfst du eine Frage stellen.
Ja, was habt ihr in eurer letzten Beziehung nicht so gut gemacht, was ihr in eurer nächsten besser machen würdet? Wow, Banger-Frage! Spannend. Holy shit, Chats in der Ready-Chat. Spannend. Jetzt müssen crazy Antworten kommen von diesen Männern. Piu, piu, piu. Gute Frage. Geht in euch, macht euch Gedanken. Das da hinten wieder anfangen. Ja, sehr Das sieht so aus, das wisst ihr ja schon. Weißt du? Ja. Die Sache ist, ich war noch nie in einer Beziehung. Aha, Ist okay. noch nicht dazu gekommen. Okay, sehr Oh. gut. Warum? Das liegt daran, dass ich bin jetzt nicht zwingend auf der Suche. Wenn es kommt, dann kommt es halt. Und wenn ich halt date, ist halt für Marriage, für Marriage, genau. Mhm. Ja. Okay. Oh. Okay. Macher. Goldig? Ja. Ich habe zu viele Sachen einfach runtergeschluckt, die mir nicht gepasst haben. Sehr gut. Also nie offen kommuniziert, aber in der nächsten Beziehung machst du es. Ja, auf jeden Fall. Habe ich draus gelernt. Sehr gut. Auch solide Antwort. Bei dir? Also ich bin da ehrlich, am Anfang einfach sehr viel gegeben und jetzt nicht direkt Lovebombing so, aber man könnte es auch so beschreiben, obwohl es nicht bewusst war. Aber ich halt gemerkt habe, irgendwann, wenn man halt so ein bisschen länger miteinander was macht, dann lässt das auch irgendwo nach. Aber das ist auf jeden Fall was, woran ich arbeiten will, dass dieses Level immer gleich bleibt. Aber es auch nicht zu viel ist, weil ich bin leider manchmal auch so, dass ich zu viel Überraschung mache, zu viel Plan und sowas. Und manche kommen damit halt einfach nicht klar. Ja. Ja, sehr gut. Ja, Chat, ich glaube auch, sie wird den Und bei dir? Wirtschaftschemie-Typ kicken. Wegen keiner Beziehung. Was hast du in deiner letzten Beziehung falsch gemacht und würdest du jetzt besser machen? Ja, so ich würde auch sagen, das, was ich halt am Anfang gesagt habe, dass ich die Bedürfnisse von meinem Partner sehr über meine gestellt habe. Das passt mit dem Großen wieder. Ja, und am Ende ist die Beziehung leider wegen etwas gescheitert, was ich jetzt so hier nicht so sagen kann. Aber ich würde sagen, beim nächsten Mal muss ich auf jeden Fall darauf achten, dass ich mehr an mich denke. Ja. Ein bisschen. Safe. Jetzt muss wieder ein Ballon weg. Ja. Er hat schon zum anderen gezeigt. Ja, Ich look. glaube, da würde ich Ja. zu dir, weil ich habe einfach schon die Erfahrung gemacht, ich brauche jemanden, der selber eigene Erfahrungen gemacht hat, damit man irgendwie auf ein Level kommt Alles langsam. gut, Respekt. Aber danke dir trotzdem. Ist es keine Green Flag, wenn man noch nicht in einer Beziehung war? Wie findet ihr das? So, diese Ist zwei es, Männer. ist es ein Green Flag, wenn man noch nicht in einer Beziehung war? Ah, Wie alt ist er? er ist auch schon über 20. 23, 22? Glaube ich. Ich glaube, einen Weg schon, aber es ist mega schwierig für mich zu beurteilen, so aus meiner Erfahrung. Der Michael und ich, wir haben uns ja mit 15, 16 kennengelernt und Ja, sind check. so miteinander erwachsen worden. Und so jetzt, ich glaube, jetzt mit jemandem eine Beziehung anfangen, der noch nie in einer Beziehung war, wo das Ganze gar nicht kennt, so Ja. was man schon für Erfahrungen gemacht hat, aber du kannst halt wie nicht auf grad, also so aufs Schlimmste Ja, aber du musst- abgehen. Du musst so schauen, das ist, weil du schon Erfahrung gemacht hast. Für jemanden, der selber noch keine Erfahrung hat, ist das wahrscheinlich eine harte Green Flag. Ja, und ich glaube aber, schau, ein positiver Aspekt ist, dass du als Person, die schon Erfahrungen in Beziehungen gemacht hat, du hast viel mehr Einfluss, um diese Person in die richtige Richtung zu formen. Wow, Weißt du, was Rede, ich meine? Lisa. Ja. Wow, Facts. Ja. Ja, also ich glaube, in dem Fall würde ich schon eher als Green Flag einordnen, als ein Red Flag. Mhm. Ja. Ja, ich würde jetzt auch sagen Green Flag. Nicht Red Flag, weil er ist gar noch nicht dazu gekommen, um quasi zeigen, wie er sich verhält in einer Beziehung. Ich würde gleich sagen Green Flag. Ich sage jetzt nicht, man muss keine Beziehung haben oder man ist mehr Green Flag, wenn man keine Beziehung hat. Das sage ich nicht. Ich sage, es wird dann kritisch, wenn man schon irgendwie 7, 8 gehabt hat und die sind immer nach ein paar Monaten zu Bruch gegangen. Ja. Finde ich sehr Dürfen kritisch. dir eine Frage stellen? Ja, sehr gerne. Würdest du in den nächsten 5 Jahren auswandern? Ja, tatsächlich. Also ich habe selber schon drüber nachgedacht, ob ich eventuell nach Spanien ziehen soll. Deshalb okay. da würde ich noch überlegen. Aber man muss halt irgendwie einen Plan haben, ne? Ja, natürlich. Ja. Aber gehe ich voll mit. Ich hasse Kälte, das deutsche Wetter, so ich kann das nicht mehr. Ja. Geil. Ja. It's a match, okay. So, hast du eine Frage? Wie ist das mit Physical Touch? Oder bist du touchy, bist du nicht touchy? Anhand von, wenn ich jemanden mag, dann stupse ich zum Beispiel gern oder neck halt gern. Und das ist so ein Ding von mir. Ja. Ja.
Ja, tatsächlich schon. Also am Anfang mag ich schon ganz gerne so ein bisschen die Grenzen zu kennen. Ich mag jetzt keinen, der direkt over the top ist und meint, er könnte da jetzt schon, weiß ich nicht, zu touchy sein. Das mag ich jetzt nicht. Aber so dieses Necken, gerade am Anfang finde ich ganz gut. Und wenn man sich gut versteht und einen guten Vibe hat, dann auch so kuscheln oder so. Aber jetzt nicht nach dem ersten Date oder so, das Nein, jetzt nein. nicht. Ja. Gute Frage. Ja, Mann. Das Mikrofon Ist so sind wir ein mal hin und richtiger her. Loverboy, Jetzt darfst du noch eine Frage glaub. stellen, Ja. bevor du einen Ballon Der platzierst. ist so außen steinhart innen. Weiches Herz. Wie oft geht ihr denn so feiern? Aber was sie gleich wissen. Mhm. Das ist ein Ultra-Red Flag in dem Boah, Fall. extrem unregelmäßig. Also eigentlich gar nicht so am Wochenende. Mhm. Ich chill ja lieber zu Hause oder mit Freunden was machen, aber feiern vielleicht alle 2 Monate oder so. Mhm. Er sagt gar nicht. Also, was heißt für dich feiern? Also in 'n Club oder so gehe ich ganz, ganz selten und so oder so eigentlich gar nicht, wenn ich in 'ner Beziehung bin. Das ist einfach nicht, das finde ich, gehört sich nicht, wenn dann zusammen. Mhm. Ansonsten, ich gehe gerne in so 'ne Bar, da trinke ich dann meistens 'n Kaffee, da treffe ich 'n paar Freunde und das mache ich ab und zu. Jetzt gerade öfters, weil ich habe schlecht Wetter. Ich bin Mhm. Baggerfahrer von Beruf und da ist das einfach, weiß nicht, was ich mit meiner Zeit anfangen soll, ja. Was bist du von Beruf? Was ist? Baggerfahrer. Ah, okay. Ja. Ja. Klingt gut. Sie wird bei ihm platzen lassen jetzt. Mhm. Wie oft gehst du feiern? Auch so wie er, also in Clubs und so eigentlich so gut wie gar nicht. Wenn, dann muss schon ein sehr gutes Event sein und da muss ich auch schon lange nicht mehr gefeiert haben, dass ich sage, okay, ich hätte darauf Lust. Aber ich gehe gern zu irgendwelchen Events. Also zum Beispiel so eine Bootsparty, zum Beispiel im Sommer in Köln bei diesem KD-Schiff oder ja, irgendwelche anderen Events, die halt gerade so im Sommer stattfinden. Terrazza, Beachpartys im Lizzie. Urlaub oder so vielleicht mal. Terrazzo! So. Ein Ballon muss weg. Es wird wahrscheinlich gleich der erste gekickt wegen Dann dem würde ich jetzt. bei dir Ja, leider machen. Ja. Aber danke dir für dein liebes Feedback. let's go. Jetzt bin ich Darf ich gespannt. wissen, warum? Ja, Mhm. auch von der Größe und du hast super schöne Augen, aber die sind wirklich ein bisschen angsteinflößend. Also ich finde die ein bisschen zu Hab stark. ich auch schon gehört. Wie findet ihr denn meine Augen? Damn! Ey, ich finde das hure geil im Alter. Fall. Das ist insane. Das ist wirklich, also du bist einfach geküsst Aber worden ich von Poseidon. ich hoffe nur geküsst. Aber wenn man kann schon sagen, ich finde es so, es ist schon auch ein bisschen Psycho. Es ist schon auch, ich verstehe, dass es einfach Angst einflößt, weil es wirkt so überzeugend. Weißt du, was ich meine? Es wirkt so überredend quasi, aber trotzdem mega schön. Extrem. Wie findest du ihn denn? Ja, ganz gut. Also ich finde ganz gut, was du so gesagt hast. Die Einstellung, die du so hast. Du kommst mir auch sehr vernünftig rüber und das finde ich ganz gut. Ja. Danke. Cool. Ja, du wolltest was sagen? Ja, ich wollte fragen. Ich habe halt ich rauche. Aha. Hast du damit ein Problem? Deswegen. Was rauchst du denn? Zigaretten. Also, Okay. ich rauche jetzt nicht gerade wenig. Das ist halt auch ein wichtiges Thema, weil Bauarbeiter, ich rauche ja. gern, muss ich Aha. ehrlich sagen. Warte, er ist so health-driven. So, ich darf nicht raus essen. So, ich darf nicht ins Resti. Und nachher raucht er und nicht gerade wenig. Man, das ist ein No-Go, Chat. Get your ass out of here. Cola, das ist so mein Cola Zero. Das ist so mein Ding für mich als Ausgleich. Ja, das Ziggy ist und halt Cola mein- Zero. Ja. Damn. Also ich rauche auch Vape, Ja. aber ich versuche davon so ein bisschen wegzukommen. Deshalb kommt drauf an, wie viel rauchst du? Rauchst du so eine ganze Schachtel am Tag? Boah, ich habe Drehtabak. Also es kann sich zwischen 10 und 30, 40 Zigaretten reinlegen. Also Am Tag? 30, 40 Ziggis am Tag. Was? What the hell? Okay, das ist sind doch crazy. 2 Päckchen. Das ist ja mehr als unsere Streamer an ihren Huren Vapes nuckeln während dem Stream. What For the real? fuck? Okay, das ist insane. Alter. Das ist crazy. Warte mal. je nachdem, wie ich Bock habe. Ja, also es ist ganz unterschiedlich. Wenn ich nichts zu tun habe, brauche ich sehr viel. Wenn ich Kaffee trinke, rauche ich viel, aber sonst. Alle auf Baustelle rauchen, ne? Ja. Klar, immer wenn ich kurz Zeit habe, Baustelle dann wird eine rauchen. gedreht und eine geraucht. Crazy. Und damit bist du auch so zufrieden. Also das würdest du auch so. Ja, ich habe schon irgendwann mal vor, aufzuhören, spätestens wenn ich ein Kind habe. Das ist Ja. einfach auch als Vorbild zu sein. Das ist einfach. Wie oft gehst du so raus, wenn du so auf dem Sofa liegst und einen Film guckst? Ich gehe gar nicht raus. Also da gehst Ich du dann hab- nicht ich hab raus offen- und ich hab- raus. Ich habe ein offenes Fenster. Aber ja, bei mir riecht es tatsächlich nie nach Rauch, weil ich koche halt jeden Tag frisch. Ich liebe Kochen. Ich wollte früher mal Koch werden. Mhm. Und dann riecht Ach, es Green Flag. Würde ihr mal geben. Ich würde sagen, direktes Ausschlusskriterium würde ich es jetzt noch nicht nennen. Man kann dem Ganzen mal so eine Chance geben, aber ich würde es nicht ausschließen, dass es vielleicht irgendwann für mich Respektiere zu ich mega. K.O.-Kriterium wird. Mhm.
Muss man gucken, ne? Ja, Ja, würde ich auch sagen. schon. Ja, okay, guck mal. Dann kommen wir erstmal wieder nach vorne. Ich stelle vorne eine letzte Frage an euch beide, okay? So. Möchtest du sie gerne weiter kennenlernen? Ja, gerne. Sehr gerne. Möchtest du ihn gerne weiter kennenlernen? Gerne. Leute, wir haben ein Match! Let's go! W-Matches! Ja! Cool! Ja, Yeah. ihr lernt euch kennen und so, unterhaltet euch. Ihr dürft gemeinsam in diese Richtung die Bühne verlassen, ja? Aber gut. gemeinsam. The most handsome man of the group is gone, ladies and Ja, gentlemen. wirklich. Oi, das wird jetzt schlimm. Ja, Oh nein. Okay, Alter. wir jetzt haben ein wird's Match. wild. So, Freunde, und wenn ihr die Folge bisher geschaut habt, schenkt uns einen Daumen nach oben, abonniert diesen Promo! Kanal, schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren. Schenkt uns ja, wir haben ein Match, Alter. Ich bin richtig glücklich. Ja, Mann. Und ja, wir bitten jetzt die nächste Person da rein. So, während das. Hi. Das ist der Lisa! Nein, Das ist der Lisa! nein, Ah! das ist Endgegner. Nein, das wird. Oi. Also so von dem. Ich habe sie auch schon in anderen Videos gesehen. Ich habe, glaube sogar mal mit ihr hin und her geschrieben auf Insta. Aber ich habe sie auch schon in anderen Videos gesehen. Und sie ist eigentlich wirklich eine gute Seele. Ich bin einfach gespannt. Ja. Ah. Wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Okay. Wow. Alles gut? Schön, dass du da bist. Hey, gut. Gerne neben mir. Ach, ja, ich bin aufgeregt. Oh mein Gott. Ja, auf jeden Fall, ich bin Alicia. Hi. Ja, komme aus Köln. Schön. Und ich bin heute als Lehrerin. Kann man so sagen, oder? Siehst du, was ich meine, Lisa? Siehst du, was ich meine? Können wir... Schau, Chat. Schau, ich muss früh schlafen. Wirklich. For real. Morgen ist so ein anstrengend. Ich kann mir das jetzt nicht mehr noch geben. Was? Weil es so lang geht, oder was? Nein, Ah. weil ich... Also wir sind ich werde halfway through jetzt. gerage-baitet. Ja, ich werde gerage-baitet von der. Nein, das kommt gut, Lisi. Okay. Was machst du in deiner Freizeit? Oh, ich kann gar nicht weggucken von ihm. Oh mein Gott. Sorry, der macht mich so nervös. Der sieht so gut aus, ja. Ja, okay, was mache ich? Ja, warte, komm, so neben mir so mit dem Rücken zur Wand so. Okay. Ja, ist gut, aber Ich mache Social Media. Ja. Okay. Bisschen chillen. Sie nennt es Social Media. Finde ich krass. Ich habe 2 Pferde. Ich reite gerne. Okay. Gut. Was ist dir wichtig, Mann? Okay. Er muss groß sein. Er muss. Oh. Du weißt doch noch nicht, wie groß. Eben. Ja, höflich. Ja, das war's. Höflich und groß. Ja. Ah, das ist ja gar keine. Und er muss kochen können. Also ich koche schon gerne, aber er muss. Hey, der andere wäre perfekt gewesen. Wirklich. Der andere wäre so perfekt gewesen. Vor allem auch so, wenn ich ihre Mentalität... Der hätte ich so ein check, was ist, was andere... Ey, der wäre perfekt gewesen. Der wäre perfekt gewesen. Aber weißt du was? Ich bin so froh, ist er mit dieser weggegangen. Ich bin so Ja, froh. weiß ich nicht, Chat. Ja, Mama. He deserves the cutie patootie. Abwarten. Ja. Okay. Das ist richtig. Was ist ein absolutes No-Go bei einem Mann? Oh. Red Flag. Wet flag. Ungepflegt. Ja, was ist das? Unloyal. Ja, das ist Und Unloyal. viel saufen. Das mag ich auch gar nicht. Kein Feiern gehen. Ja. Haben wir heute nicht da. Keine Säufer und keine Partymäuse. Super. Dann. Perfekt. Okay, hast du eine Macke an dir? Ja, ich bin ein bisschen naiv. Ich bin sehr naiv. Ultra naiv. Ja. Okay, aber Hauptsache du weißt, dass du naiv bist und lernst daraus. Nee, tue ich nicht. Tue ich leider nicht. Okay, dann brauchst du eine Ich weiß es ja, deswegen Okay, stelle also- mich immer schon drauf ein. Okay, also brauchst du einen richtigen Mann an deiner Seite, der das... Ja, der mich nicht verarscht. Okay. Ja, ich werde immer verarscht. weißt du? Okay, Voll ich fett. check. Okay, guck mal. 2 Ballons sind weg. Mhm. Lass die mal kurz fragen, warum die platzen gelassen haben, okay? Okay. Warum hast du platzen lassen? Also, du siehst super aus, aber du wärst optisch nicht so mein Typ. Okay. Und das mit den Pferden, ich kann nicht mit Pferden, da bin ich raus. Deine Augen sind krass. Dankeschön. Heftig. Boah. Hat er heute noch nicht gehört. Nein, wirklich. Du bist die Erste. Ja. Okay. Deswegen Dankeschön. Du Brauchst bist die du Platz Erste. Ja, wegen der Körpergröße. Wahrscheinlich. Die meisten stehen irgendwie auf große. Und genau. Aber verpassen dann immer die Kleinen, weil die Kleinen sind immer lustiger. Ja. Meine ich. Und dann ein großes Oh. Das ist ein geiles Sieg, come on. Süß. Habibi, ja.
Okay. Habibi. Guck mal, 1, No. 2, 3, 4, 5 Ballons sind noch da. Gute Mhm. Quote. Mhm. Du musst aber von diesen 5 Ballons einen Ballon platzen lassen. Soll ich hingehen? Ja, einfach hingehen. Kannst auch den spannend schon mal machen. gar nicht. Huiuiui. Oh, den Move hatte ich auch schon mal gemacht. Boah. Warum wolltest du ihn platzen lassen? Optisch irgendwie nicht so krass. Für mich jetzt, ja. Soll ich was sagen? Klar. Ich habe eine Frage. Bist du diejenige, die gesagt hat zu irgendeinem Typen hier, dass er einen kleinen hat? Warst du Mhm. das? Ich hoffe, du hast keinen. Ich sag mal so, mit Respektlosigkeit kann ich umgehen, deswegen hättest du oder so geplatzt, hätte ich jetzt gewusst, dass es hundertprozentig ist. Okay, ja. Ja. Eigentlich bin ich immer sehr respektvoll. Hä? Was hat sie gesagt? Ich glaube, sie hat in einem anderen Video mal jemandem gesagt, er sieht aus, als hätte er einen kleinen und hat darum den Ballon platzen lassen. Ah, bruh. Bruh. Schau, Schwierig. ich sag mal so, es sind ja noch ein paar da. Also, es könnte ja noch super kommen, oder? Könnte ja noch gut kommen, oder? Ja, schauen wir mal. Normalerweise. Okay. Also über die Penisgröße eines Mannes im Internet zu reden, das gibt für mich gar nicht. Also ich hoffe, ihr Vater ist stolz für das, was sie im Internet macht. Für mich absoluter Abschaum. Diese 4 Männer Okay, krass. stellen sich dir einmal vor, Damn, damit du ja. einen Eindruck bekommst. Okay? So, einmal vorstellen. Hi, ich bin Vasim, 24 Jahre alt, komme aus Nähe Köln. Warum hast du den Ballon jetzt behalten? Ja, bis jetzt hat sie nichts Falsches gesagt. Also Hä? nichts Negatives. Okay. Wow. Crazy. Du kannst deinen Augenkontakt halten. Nee. Ja, ist okay. Vielleicht machst Jetzt du auch. machst sie nervös, weißt du? Ja. Ja, wieso? Weiß ich nicht, irgendwie Outfit perfekt. Haare schön. Ach, alles. Bombe. Hey, wie alt bist du nochmal? 22. Einmal vorstellen. Hi, ich bin Kevin, ich bin 22 Jahre alt, ich komme aus Jever und ich habe den Ballon nicht platzen lassen. Nettes, sympathisches Auftreten. Ja, ich schaue mir erstmal alles an. Okay. Hi, ich bin Nico, 27 Jahre jung und komme aus Wilhelmshaven und mache auch Content. Schau mal, wie Da- weiss seine Zähne sind. Der hat so etwas von Veneers. Ich habe es mir schon die ganze Zeit gedacht. Ja, sind das Veneers? Ich habe Heißen die so? Veneers. Das Ja. ist sehr gut möglich. Was für Content? Allgemein Umfragen, dann streame ich auch. Okay. Streamer, okay. Warum hast du den Ballon jetzt behalten? Also bisher war alles gut, außer jetzt das halt mit den Kleinen halt, ne? Das ist schon respektlos erstmal gewesen. Ja, aber die Situation war auch ganz anders, ne? Ja. Bei dem, also. Ja. Oh, das ist so awkward silence gerade. wirklich. Oh nein, Alter. Ah, ich hasse so. Scheiße, alles ey. it's starting to burn. Komm jetzt, Ja. Alicia, hau einen da. Komm, hau einen drin Mach dich jetzt erstmal noch. selber einen Eindruck. Wir gucken erstmal weiter. Okay. Warum einmal vorstellen? Ja, jo. Also, macht mich gerade so nervös. Also, ja. Also, mein Name ist Leosi, bin 24 und ich finde deine Ausstellung so gut. Du strahlst halt auch. Du bist auch so witzig, funny, hilarious. Ja, gefällt mir. Also, Danke. Süß, ja. und Okay. auch dein Outfit. Also, Danke. Ich dachte heute ein bisschen mal schicker. Ja. Weißt du? Sonst bin ich immer so. Lehrervibe. Mhm. Mhm. Naja. Der mag das, wenn du das Kriegst machst. Nachhilfe von mir. Aber normal, weißt du? Bruh. This is so awkward. Sandro, sag etwas. Ich muss nachher mal meine Insta-Chats durchschauen. Aus Nein! Neugier. Oh mein Gott. Das nimmt mich Wunder. Ja, okay. Okay. Ein Ballon muss weg. Ja. Ja. Was soll ich machen? Du konntest ja einen in die Augen gucken. Ich kann die irgendwie alle gar nicht in die Augen So, gucken. die haben dich vorgestellt. Ja. Einer muss weg. Okay, geh mal hier hin. Stramm, warum? Mann. Kevin! Er war sehr sympathisch, auch die anderen Kevin. auch generell. Es war zwischen euch ein bisschen. Aber ja, dann doch bei dir. Sorry. Kein Problem. Also hast du gleich noch Zeit zu überzeugen. Ja, hoffentlich. Du bist nett. An diese 3 Männer darfst du eine Frage stellen. Was ist. Warte. Doch, ja, was ist euer perfektes Date? Ich sag mal, wenn sich beide Partner gut absprechen, zum Beispiel ins Kino oder draußen, wenn es Sommer ist, picknicken.
Okay. Der ist ein bisschen schücher, habe ich das Okay. Gefühl. Mhm. Aber Ja, zum Beispiel, ich woher mag gerne Sushi, feinisch? und Sushi essen gehen. Lecker. Mag ich auch. Panierte. Finde ich gut. Also, ja. Sympathisch. Gut. Ich muss nächstes Mal die Cam untereinander tun, ey. Das verdeckt immer Gesichter, das gesehen Bei hast du dir? jetzt? Also ich habe mir jetzt Mm, was Kegel. überlegt. Das perfekte Date heißt, dass man jetzt was länger Kontakt hat, dass man sich mal öfter Frag gesehen hat, nochmal, geil sich. dass man Mhm. sich, So einen Monat. ja, dass man sich halt gut Ja. kennt, intensiven Kontakt. Dann bin ich der Fan von Wegfliegen. Geil. So Damn. ein Wochenende-Trip. Mhm. Ich reise sehr gerne, sehr viel. Und ich nehme jetzt Spanien als Beispiel. Da fliegt man nicht so lange. So Barcelona, richtig geile Stadt. Also dass man da wirklich übers Wochenende wegfliegt. Boah, Freitag, okay, Sonntag W. zurück. Mhm. Ja. Ja, deswegen Fußball gucken, aber sollte eigentlich klappen. Genau. Und dann da was Schönes essen gehen, die Stadt angucken. Und ja, so stelle ich mir so das perfekte Klingt Date vor. gut. Ja. Okay. Reisen immer. So, Ja, wie es ist stellst eigentlich du schon dir dein klar, perfektes oder? Date vor? Boah, Ja. verreisen. Aber kann auch schon beim ersten Date sein. Also ich bin da ganz, ganz schnell. Beim ersten Date wegfliegen? Ja, ich könnte auch schon. Also ich komme gerade aus Thailand. Ich könnte nochmal nach Thailand. Gerne mit einem Typen. Ja. Das, Okay. Cool. Ja. Ja. Krieg ich Nadel? Hm. Achso, brauchst eine Nadel, ne? Ich weiß schon direkt. Ich brauche. Ich brauche. Oder ist zu früh? Kino gar nichts Nein? für mich und Picknicken, ich bin kein Hund. Warum Sorry, Hund? spazieren gehen geht gar nicht. Okay. Geht Kurze gar Frage noch. Thomas Müller oder Ronaldo? Nein, ich kenne die gar nicht. Okay. Thomas Müller ist der Goat. Also sie war schon ziemlich freaky drauf. Das ist echt crazy, wie sie sich Look, ja, ziemlich sicher. Also so etwas von. Ja. gegeben hat. Auch mit der Penisgröße letztes Mal sagte ich, war das richtig respektlos. Und Thomas Müller ist noch immer der Goat. Aber wenn ich mich zwischen Ronaldo und Messi entscheiden müsste, Ronaldo auf die 1. Diese zwei Männer dürfen dir jetzt eine Frage stellen. Ui, Okay? ich bin ready. Komm, wir fangen bei Ihnen an. Ja, Mara, der ist unangenehm. Okay, also, Ich So kann mein nervös. Gesicht nicht zurückhalten. also ich habe jetzt irgendwas erwähnt. Also, du meinst ja, dass du ja gar nicht feiern gehst. Also, würdest du auch gar nicht feiern, wenn ich jetzt mit Kollegen oder mit Freundinnen einmal eine Woche rausgehe. Also, Doch, ich ist würd sagen, okay. also, Ist wie in siehst du? Ordnung. Gehst du auch feiern ab und zu? Das ist So gar nicht. nur bei ihm irgendwie bin ich immer auf der Partys. Und dann bin ich auch richtig drauf. Er macht, Okay. er macht Aber sonst, Partys. Honey wenn du Event. gehst. Lesen wir müssen an die Partys. Was, von ihm? Weißt du wie? Gute Connections machen, Lisi. Ja, gute Connections Er da machen. hinten, er ist Streamer. Nein, ist er Streamer? Ja, er hat gesagt, er streamt. Oh fuck, das Detail habe ich verpasst. Ja. Aber Alle zu Ballon der gut. Kandidaten werden immer Ich offiziell habe nämlich noch eingeladen. gesagt, ich werde seine Socials noch stalken. Weil Schau den Blick, schau den er hat das gerade gehört. Dort Er hat gehört, ich will die ja, Socials ja, die wird stalken. doch stalken. Oh mein Gott. Nein, Sandro im nächsten Pop the Balloon. Ich schwöre, jo. in der Schweiz würde ich fix mal bei einem mitmachen. Fix. Wäre sicher lustig. Oh mein Gott. Und dann können die auch frei trinken und so. Achso, ja. Ja. Also, wenn du sagst, es geht gar nicht, dann. Nee, kannst du ruhig. Okay. Hast Erlaubnis. Ja. Wenn du es hören möchtest. Danke, Lehrerin. Oh mein Gott. Oh. Ich hab mich verletzt. Okay. Cool. Hast du eine Frage? Er weiß gar nicht, wir was jetzt sagen. von Partys reden. Übrigens am 23. Mai nicht verpassen. Und Ich höre schon raus. Du machst auch Events? nein, sein Ach Event so, ist okay, am ich dachte, 23.05. Ich habe mit Events nichts zu tun. Ich Okay. gehe auch. Er hat sehr sich fast ins selten. Out katapultiert, der Bre. Okay. Am 23. Mai findet meine Geburtstags-Release-Party statt. Ist noch alles inoffiziell, aber ihr seid alle herzlich Promo! Sehr schön. Alle sind da, alle Kandidaten von Ballon der Folge 1 bis Folge jetzt. Ja, meine Frage wäre, Rede. was Musikrichtung magst du denn so? R&B. Vieles, aber am liebsten so Afro. Oder Künstler, so Afro. Lieblingskünstler, außer Mauer. Oh, der ist fällt mir grad DJ. nicht so ein, aber ich höre Aber so echt alle Afro. Richtungen. Ja, Ja. also vor allem Afro. So, ja. Ja. Wenn Und man du? gut drauf twerken kann, das. Bei mir, also momentan Bad Bunny extrem. Bad Bunny? Reezy Bad auch Bunny? extrem. Bad Bunny, Bad Bunny, Einfach Bunny, Bugs Bandam. Bunny. Sie, ich lasse einfach Bugs Bunny. ja. Der indische Ich Bad hab Bunny wirklich- einfach. also Bad Bunny. wirklich alles, aber so
die besten gerade. Ja. Okay. Ja, gut. So. Eine allerletzte Frage, das noch stellen, die beiden. Ja. Ist gerade Finale, weißt du? Okay. Was ist so das Freakigste, was ihr gemacht habt? Sandro, ich will nicht! Es ist nicht mehr lang, dann ist durch, Lisi. Das sind noch ein paar, noch 2 Ballone oder so irgendwie. 2 Wir Ballone. wissen alle, wer sie wett, wer sie nimmt. 2 Ballone, 2 Ballone. Oh mein Gott. So, Kann in allen Richtungen gehen. Oh, okay, nein, erklär du. Lehrerin. Der Arme hat ja nicht einmal Beziehung gehabt. Sexuell. Gell? Jetzt bin ich gespannt. Oh! So das Verrückteste. Ihr Was müsst es nicht beantworten, aber Lass mal da zu ihm. Zu dem, ich bin mein- von nichts Ich bin nicht parat. Also, Junge, warte jetzt. Fokussier dich schnell. Du bist im Internet jetzt gerade. Weiß sicher, viele 100.000 Leute haben das Video gesehen. Er schaut so, als würde er jetzt gerade den crazysten Shit droppen. Bro, denk bitte an dein Gesicht. Okay. Also ich werde es jetzt nicht vor der offenen Kamera preisgeben. Also Ja, Bro. So gelogen! Lüge! Was? Liar! Was? Was, Liar? Ich glaube, der lügt. Was hat er... Ich glaube, Hä? er lügt, Hast du gehört, was er gesagt hat? dass er das nicht vor offener Kamera würde sagen. Ja. Ja. Und ich Also habe das meinst du, Gefühl, er der lügt? lügt. Ah, dass er gar nichts gehabt hat? Ja, Aha. dass er sie einfach würde bekommen. Weil er weiß, dass sie freaky ist. Ja, gut, das stimmt. Ein So weit habe ich jetzt gar nicht Lügenpeter. gedacht. So weit habe ich jetzt gar nicht gedacht. Ja gut, man kann auch freaky Shit machen ohne Beziehung, gell? Aber er hat ja Ja, gesagt, das er sucht etwas Ernstes. Aber vielleicht hat er das einfach gesagt, zum gut dastehen vorher. Wir schauen. privat. Doch, Mann, so bescheiden. Also wenn's zum Match kommt, dann flüsterst du das in ihr Ohr. Kannst dann in einer Private Session dann. Nein. Oh mein Oh. Gott. Er ist down Der andere hat bad. platzt. Ja, Ja. komm gleich zu dir. Er will auch nicht beantworten. Ja, was heißt beantworten? Sowas ist für mich sehr, sehr privat. Wer mich kennt, weiß, dass ich darüber nicht rede. Bin in der Hinsicht sehr, sehr anständig. Auch vor allem vor der Kamera nicht. Also da bin ich nicht die richtige Person. Okay, Aber bist sehr nett, siehst gut aus. danke. War halt das frei. Also ich finde generell über private und intime Sachen redet man nicht. Generell und vor der Kamera erst recht nicht. Deswegen fand ich ganz komisch, dass solche Fragen gestellt wurden. Kannst du deine Frage, die du gestellt hast, dir selber beantworten? Was ist das Freaky? Oh. Ja. Wolltest du das auch Freaky, fragen? freaky. Ja. Boah, ich habe noch nicht so viel erlebt. Ich weiß es nicht. Ich mache auch nicht so komische Sachen. Aber so, ich mag, wenn man meine Füße leckt. Ja. Nein. Ja, Hilfe! Call the police, call the ambulance, call einfach alle. Oh, mad days. Alicia, es ist noch nicht so schlimm gewesen. Es ist alles noch, man hat alles noch können retten. Man hat alles noch können retten. Fuck. Lizzie, Food Fetish, hä? Ah. Ach du Scheiße, Mann. Na, ah. Oh, der Golden Shower. Ja. Hä? Ja, Golden Shower! ja. Hast du den richtig gehört? Das ist doch, wenn du Ja. über mein Gesicht urinierst, oder? Ja. Entschuldigung. Aber er hat Nein, Platz lassen. Er hat Platz lassen. Aber Das ist das wichtiger. Also also Golden Shower ist ja nochmal etwa 15 Stufen über fucking Zechennägel schlecken, oder? Oh mein Gott. Alter, nein. Aber sie macht ja nicht so crazy shit. Sie ist nicht Ja, so ich schwöre!
Was hat sie erwartet? Warte, was ist für sie crazy shit? Das ist jetzt die nächste Frage. Was ist für sie crazy shit? Oh mein Gott. Ei. Jetzt bin ich gespannt, was er sagt. Oh mein Gott. Auf jeden Fall. Das ist Golden Shower. Weißt du nicht? Nein, ist egal. Sagen wir auch gar nicht. Nee, alles gut. Okay, Leute, warum hast du jetzt platzen lassen? Wir wissen zu viel. Also Anfang fand ich das richtig cool. Wir haben auch gut geweibt, aber am Ende war es mir irgendwie viel zu viel. Was ist denn Golden Hour? Das check ich auch nicht. Hä? Nicht Golden schlimm. Hour! Ist überhaupt nicht schlimm. Guck mal. Ich weiß, dass trotzdem die Männer trotzdem irgendwie interessiert sind. Ja, am Ende sliden die alle in der DMs. Ja? Ja. Okay. Und ich weiß auch. Leute, ein bisschen mit Humor, ne? Komm. Ich weiß auch, dass die Männer da draußen, die zuschauen, genauso reinsliden werden. Ich weiß. Achso, ja, sorry. Ihr Instagram steht in der YouTube-Beschreibung. Schön, dass du hier warst. Dankeschön. Wirklich. Danke. Bist cool. Bist witzig. Ja, ich hoffe doch. Ne? Mach's dir gemütlich, du darfst in die Richtung die Bühne verlassen. Ja. Applaus für dich. Ui, Lisa. It's over. Das ist heavy gewesen. Schau, er glaubt's auch nicht. Der Bruder, dein Herz war ganz so. Duf. Ja, leider kein Match, Männer, aber wir haben noch 2 Frauen da, okay? Nicht traurig sein. 2-0, Wir Lisa. bitten jetzt Okay. die nächste Person 2. rein. Jetzt kommt dafür. Hi. Jetzt kommt. Okay. Ui. Ja, dich würde ich Hallo? auch gerne zu einem Date ausführen. Nices Top. Ja, ich bin Lea, Sehr 26 nices und Top. komme aus der Nähe von Aachen. Sehr schön. Kommst du einmal neben mir? 26, Und was okay. machst du in deiner Freizeit? Also ich gehe viel ins Gym oder reise gerne und ansonsten ja, lese ich auch oder ja, gehe selten mal auf Festivals oder guck Fußball. Ja, also Ui. viel dabei. Cool. Okay. Und was ist dir wichtig bei einem Mann? Ja, also ich sage immer, ich suche so ein bisschen diese 90s Love. Also halt in der heutigen Generation ist es ein bisschen schwierig zu daten. Rede. Es ist wichtig, dass man, keine Ahnung, so dumm gesagt, aber zusammen im Regen lachen kann, so tanzen kann im Regen. Weiß ich nicht, aber auch irgendwie Deep Talks führen und weiß, dass man halt auch in schlechten Zeiten füreinander da ist und ja. Cool. Gute Idee. Und was ist ein absolutes No-Go bei einem Mann? Red Flag? Ja, also wenn jemand dann nicht im Leben steht, beziehungsweise ich brauche auch jemanden, der emotional intelligent ist, weil Facts. ich mag gar nicht dieses Toxische, also das ist so eine Red Flag. Ja. Okay. Hast du eine Macke an dir? Ja, also ich sage immer, also ich habe so ein bisschen Problem mit Geräuschen. Also wenn jetzt Leute schmatzen, Kaugeräusche, kennt ihr vielleicht. okay, check. Manchmal ganz Check. selten auch, wenn jemand laut atmet. Aber Geil, Lisi. nee, das ist so meine Macke. Okay. Ja. Wow, 1, 2, 3, 4, 5, 7 Ballons noch da. Läuft bei dir. Du musst von diesem. Das ich macht's halt schon hure lustig. dadurch, dass es Läuft selber bei auch cringe dir. Ich finde den Gure geil. Er Ist macht das wirklich. super. Er macht das super, Ja. Mann. 7 Ballons, ist. Chapeau. 3 platzen. Ah, Von Junge. diesen 6 Ballons Ja, Alter. 2 platzen lassen. Ja, Alter. Fix. Okay. So, Kevin Oh, und Kevin. der Bruder ja. neben ihm. Wegen Größe? Nee, also einfach nicht mein Type. Okay, ich Komm dachte her. schon wegen Größe, weil wo sind die Frauen, die auf größere Männer stehen? Ja. Ich brauche so Haare. Die wachsen. Ja, na. Ach so, Schatz, hast du die lacht, abgemacht? Rede, Schwester, Ja, ich habe meine Haare letztes Mal. Alter, wenn er so blöd tut, ja, yes, sis, go for it. Nimm ihn an seinen nicht vorhandenen Haar und schleich ihn durch die Straße. Yes! Okay. I'm done. Okay. Ich weiss, er hat den Ballon nur gehabt und so wegen Größe. Aber okay, Lisa, das ist schon. Alter, er macht das jetzt schon das 2. Mal. Ja, aber er hat doch gerade eine Haartransplantation bekommen, sagt er jetzt. Ist Schau. mir wurscht. Ist Schau. mir Rasieren wurscht. müssen, weil mein Kumpel, ich wollte eigentlich, dass er nur meine Haare schneidet und da hat er gesagt, für 10 Subs rasiert er mir Glatze. Und da hat er noch Voila gesagt und dann kamen 10 Subs und dann musste ich mir halt eine Glatze machen lassen. Merkst, Sandro, merkst. 10 Subs ist hart underpaid für eine Glatze. Massiv. Massiv underpaid. Das ist
Körperverletzung schon fast. Da sympathiere ich schon fast mit ihm. Ich habe vorher. Aber I will not. Ich habe vorher für fucking 37 Stutz habe ich Liegestütze gemacht, doch ich bin verarscht worden und das nicht mal überkommen, ja? Gott verdammt sich. 10 Subs für Glatzen, Chat. Pisst euch, sicher nicht. Ey. Wie viel Glatzen bei dir? Hör auf. 20 müssten schon drin liegen. Und jetzt sind die ja nachgewachsen. Haare wachsen ja nach. Check ich halt gar nicht. Und warum hast du bei ihm platzen lassen? Ja, einfach Ja, nicht mein aber Typ. warte jetzt! Kam 10 Warte Sätze, jetzt! musste ich Warte jetzt! Chat, Und ihr jetzt seht sind das die leider nicht, nachgewachsen. wahrscheinlich wegen der Haare wachsen Facecam. nach. Check ich halt gar nicht. Und warum hast du bei ihm platzen lassen? Aber, also, ich muss euch die Facecam verschieben für das. Chat. So, apropos Haar wachsen nach. Und so Kreisen und Haarausfall und so irgendwie. Das ist. Ich schwöre. Ist irgendwie Girl, gerade. zieh ihn aus deinen Fake-Zähnen über den Boden. Mann, Lisa! Ich habe ein persönliches Problem mit dem Typ. Okay, Lisa hat ihn auf der Abschlussliste. Da. Ja, definitiv. Der geht heute ohne Date Ja, heim, ich einfach sag nicht mein dir. Type und ich mag jetzt auch nicht so langen Bart und auch der Style ist nicht so meins. Einfach persönlich. Also ich mag meinen Style. Wenn ihr mein Style nicht gefällt, dann hat sie mich nicht verdient. Ach ja, hier. Ja, Soll er platzen rede. lassen? Warum hast du platzen lassen? Du hast ja gesagt, du verlangst so mäßig, dass jemand im Leben steht. Ich bin dabei, mir was aufzubauen, deswegen wollte ich eher den Jungs den Vortritt lassen und ja. Das nicht. Das ist Danke. eine Und gute Bro, Ausrede ich dafür, dass sagen. jemand nicht der Typ ist. Diese Filme. Aber hat sie ein Haarband oder sind das die Haare, die einfach so flach sind? Das ist eine crazy Frisur. Das sind Haare, die flach sind. Sie hat nur Partien genommen und hinterher genommen. Ach, das ist So crazy. Und Ponytails so ein paar so auf die. Hannah, Okay. stell dich dir einmal vor, damit du einen Eindruck bekommst, okay? So, einmal vorstellen bitte. Also ich bin Maurice, 22 Jahre alt, ich studiere Filmproduktion, ich komme aus Saarbrücken. Warum hast du den Ballon jetzt behalten? Ich finde dich sehr sympathisch. Er wird Also zu jung schön, sein was für du auch sie. gesagt hast mit dieser 90s Love, Mhm. so stimme ich voll zu, gehe ich auch mit, deswegen hat mir sehr gefallen. Einmal vorstellen. Hi, ich bin der Emre, ich bin 22, ich komme aus Karlsruhe. Ich bin Taxifahrer und fahre auch beeinträchtigte Kinder in die Schule und alles drum und dran. Oh. Und bin nebenbei noch selbstständig. Und warum ich ihn noch nicht platzen lassen habe, hast einen guten Style, wirkst sympathisch. Und das, was du gesagt hast, fühle ich, weil ich will unbedingt mal im Regen auf so einen Ed Sheeran-Song tanzen. Das ist so wirklich Wow, mein Traum. Ja. Macher. Momo-Song. Das Ja. sowieso, das ist gar keine Frage. Das glaube, sehe kann ich er wie so im Hintergrund Show. stehen, einfach im Regen singen, weißt du? Ja, Noch das so ist noch Rosen- besser, noch noch so besser. Rosenblätter. Ja, Ja. Mann. Live-Konzert. Okay, und einmal vorstellen? Hi, Wasim ist mein Name, 24 Jahre alt, komme aus Nähe Köln. Studiere Bauingenieur im 4. Semester. Spiele Fußball nebenbei. Ja. Warum hast du den Ballon jetzt behalten? Ich wollte mir noch alles anhören. Ja, bis jetzt ist alles legitim, also alles entspannt. Bin ja froh, dass es legitim ist. Abgesegnet. Legitim. vorstellen? Abgesegnet. Hallo, mein Name ist Leosi, bin 24, studiere Wirtschaftschemie und ich habe den Ballon noch nicht platzen gelassen, weil ich will jetzt auch mit den Regen tanzen. Zum Beispiel das Lied von Rihanna, It's Raining, Raining. Oh baby, it's raining, raining. Okay. Oh. I'm in pain. Wir machen das gleich schon mal Probe. Und ja, ich finde dich sympathisch mit deiner Ausstrahlung. Danke. Du musst von diesen 4 Ballons einen Ballon platzen lassen. Die haben sich vorgestellt. du konntest Emre in die Augen fliegt. gucken. Ja. Ein Ballon muss weg. Hm. Ja, leider bei dir, weil Karlsruhe ist, glaube ich, schon sehr weit weg, Glaube ich. oder? Woher kommst du? Mhm. Aus der Nähe von Aachen. Also hier, sag ich jetzt mal, Ich bin 45 Minuten. Ich will Köln. jetzt auch nach Köln ziehen, aber Mhm. schon ein Spannend. Stück. Kenn ich gar Und nicht aus. ja, also ist schon sehr weit. Und ja, auch einfach, sag ich jetzt mal, bei mir ist auch so ein bisschen die Größe. Und auch, ich finde es cool, was du machst, also dass du auch mehrere Sachen nebenbei machst. Du merkst, du bist auf jeden Fall engagiert und möchtest wohin und das finde ich auch sehr, sehr gut. Ja, aber einfach auch nicht mein Typ, bisschen jung. Okay. Du darfst an diese 3 Männer jetzt eine Frage stellen. Was würdet ihr machen, wenn ich zum Beispiel von der Arbeit kommen würde und ihr würdet mich überraschen wollen? Mit was? Cool. Also ihr seid schon Ja, zusammen das ist die so, Frage. Oder, ne? Mit was? Ihr seid zu Hause und die Ja. kommt nach Hause. Ich hatte vielleicht einen stressigen Tag.
Zusammen, ne? Oder man lernt sich kennen, da Kennenlernphase, was auch immer. Ja, gehen wir mal davon aus, dass man zusammen ist. Ja. Und dann, keine Ahnung, ihr wisst, Er ich stellt hatte halt jetzt einen schon die stressigen richtigen Fragen Tag, bei komm so nach Hause. Fragen. Nochmal? Er stellt halt schon die richtigen Gegenfragen bei so Fragen. Zum. Ja. Wassim heisst er, glaube ich. Zum Ja, ja. wirklich so einschätzen, in welcher Stage ist man gerade. Ja, ja, das stimmt schon. Sehr Das stimmt schon. smart. Weil beim Kennenlernen finde ich es komisch, wenn plötzlich die Person wird bei mir daheim auf mich warten irgendwie. Mhm. Checkst? Also in meiner Wohnung. Ja, voll. Genau. Hatte eine schlechte Woche und so. Und ihr habt jetzt den Moment zu glänzen. Ihr wollt sie überraschen. Also ich glaube, das Erste wäre, dass ich was zu essen mache, dass du nach Hause kommst und eine warme Mahlzeit gibt. Und ich denke, ich würde so einen Wellness-Tag machen. Heißt eine Massage, Kerzen an, bisschen gedimmte Lichter und sowas. Dass du dich entspannen kannst und man kann am Abend noch was schauen zusammen. So würde ich den Tag gestalten. Ja, hört sich auf jeden Fall gut an. Ich liebe Wellness. Das war ja noch Noch nicht nicht ehrlich. spoilern hier. Wir wollen noch, weißt du, die vielleicht, ne? Die sollen sich ja nicht anpassen. Ja, aber die sollen ja jetzt eh nicht das Gleiche sagen. Also, deswegen. Also, ja, ähnlich wie bei ihm, aber jetzt will ich was anderes sagen. Also, wenn du jetzt einen stressigen Tag hattest, dann würde ich, wenn du ankommst, würde ich was planen, dass man halt wirklich entspannt auch was macht, also so draußen auch unterwegs, weil zu Hause macht man immer, dass man auch ja, was Entspanntes macht, aber so Aha. draußen und Er dass weiß man nicht, was sagen. abschaltet. Vielleicht so einen Thai-Laden fahren, so gibt es viele in Köln oder generell. Und Wohin? so ein Thai-Massageladen. Thai-Ma- Ja, genau. Dass du dir da eine halbe Stunde oder eine Stunde abschalten kannst mit der Musik im Hintergrund, die feiere ich übrigens. Ja. Ja. Okay. Er hat keine Idee gehabt. So, jetzt Mhm. time to shine. Ich würde jetzt versuchen, nicht was Ähnliches zu sagen. Also zum Beispiel Koch. Also gehst du ja gerne in den Gym, oder? Ja. Genau, ich würde dann so proteinreiche Rezepte machen, weil ich koche auch aktuell sehr, sehr viel, so zum Beispiel Protein-Pancakes oder Mahlzeiten. Und dann würde ich auch vorschlagen, keine Ahnung, wenn gutes Wetter ist, dass man so draußen geht. Und da gibt es halt ab und zu mal so ein Bachata-Kurs. dass man Bro, einfach im machen Park kann oder Klasse tanzen essen, geht. Riesenrad, Sowas in der Art, genau. Freizeitpark, etwas. Finde ich auf jeden Fall auch cool. Zum Runterfahren. Nein, muss ja nicht runterfahren, aber auch zum So, Zeit jetzt miteinander mal verbringen. zurück. Ja, das schon. Und jetzt kannst du gerne sagen, was du dir gerne wünschen würdest. Wenn du so nach einem stressigen Tag nach Hause kommst. Ja, ihr habt halt alle richtig gute Sachen gesagt. Also Massage, Wellness, Kochen, das ist richtig schwierig. Also für mich ist, wenn ich nach Hause kommen würde, auch definitiv sowas. Also wie gesagt, ich liebe halt Spa, Wellness. Keine Ahnung, man könnte auch noch in die Therme oder sowas fahren. Das wäre auch Und geile sich Antwort vielleicht am gewesen. Rückweg irgendwie was zu essen mitnehmen und dann auf der Couch was gucken. Also ja, Hell yeah. das wäre so, wie ich mir das vorstellen würde. Oder keine Ahnung, vielleicht sogar noch, je nachdem, davor noch ins Gym zusammen und danach dann ins Wellness, ja. Okay. Ich wollte gerade sagen, du kannst jetzt einen Ballon platzen Ja, lassen. das hat sich ja zum Glück selbst erledigt. Ich frage kurz. Warum? Was ist der Grund? Was Ich ich? merke, dass bei euch halt super passt und dass die Chemie ist halt top. Oh. Und ja, aber nichts gegen dich. Bist Mhm. sympathisch, bist nett, Alles sehr authentisch. Ja. Okay, danke dir. Danke. So, diese zwei Männer dürfen dir eine Frage stellen, okay? Okay. Also, Okay. was ich mich fragen würde, ist, wie deine Manieren draußen sind, ob du also Manieren hast oder Okay, das ist eine ob dir crazy alles egal Frage. ist, wenn du rausgehst, weil ich habe da schon schlechte Erfahrungen mit Meinst du, wenn man essen geht? an sich draußen allgemein, so wie du dich da verhältst. Bist du laut, schreist du Also rum? wenn ich eine Sache sagen würde, wäre auf jeden Fall, ich bin so ein Mensch, der immer so fremde Leute anlächelt. Ich Mhm. liebe das auch so voll. Also, keine Ahnung, einfach den Cool. Leuten ein gutes Gefühl zu geben. Let's Wenn so go. ältere Menschen da sind, helfe ich denen auch gerne. Also ich bin so Okay, ein, ja. ich weiß es nicht, merkt man vielleicht auch, aber ich bin so sehr empathisch und ja, sehr hilfsbereit und Mhm. ich finde, das, was man rausgibt, kommt auch immer zurück. Mhm. Und deswegen, ja, liebe ich es halt einfach, Leute dann auch mal anzulächeln. Oder zum Beispiel für mich ist auch ein No-Go, wenn man in ein Restaurant geht oder sowas, da kein Trinkgeld zu geben. Das sage ich auch ehrlich. Ich habe selber mal in der Mhm. Gastro gearbeitet und ich finde, das gehört sich Mhm. so. Und deswegen weiß ich, was du meinst, weil ich finde auch, wie jemand mit den Kellnern umgeht zum Beispiel oder generell mit anderen Menschen, das sagt schon sehr viel über einen aus und das ist mir auch sehr wichtig, ja. Finde ich Rede. eine schöne Antwort. Wo genau ist nochmal Aachen? Ist das über Köln? Also es ist tatsächlich an Holland, aber Mhm. ich ja, ziehe jetzt Richtung Köln. Wir sind jetzt auch Wohnungen
in die Richtung am gucken. Und du kommst aus Saarbrücken. Ja, das Ja, sind so meine Schwester wohnt in 250 Trier, ich bin sehr viel in Trier. Okay. Also ja, bin da sehr oft und an sich ist es nicht so weit. Also Oh, denke sie, ich ja, schon. das ist jetzt done, Chat, jetzt done. Ja. Das wird der Ja. Match. Voll. Das geht. Okay. Saarbrücken sehr schön, Trier Also. sehr schön. Findest du? Komm, honorably lass platzen, Brudi. Finde schon, aber ich glaube das immer, wenn man nicht von da kommt. Ich glaube, würde nicht Ja. jemand zu mir sagen, boah, Aachen, voll schön, würde ich sagen, nee. Also kein Shoutout an Saarbrücken, das ist voll die Assi-Stadt. Ich habe noch nie gehört, dass Dortmund schön ist, ja? Dortmund ist die schönste Stadt der Welt. Okay. Also hat das schönste Stadion der Welt. Das auf jeden Die Mannschaft ist geil. Achso, da kann ich auch Richtig. noch sagen, ich bin bei Fußball raus. Alles gut. Ich habe da schon, geh mit meiner Mama immer ins Stadion. Also. Ja, es ist schon done, es ist done, es ist done. Es ist wirklich. Das ist ja schon Wir gehen mal ganz kurz, dann kommst du wieder dahin. Jetzt hat er Platz, der. Ja. Wollen wir es Ja. platzen lassen? Ja. Ist nicht persönlich, also wie gesagt, ich finde dich trotzdem perfekt, aber ich merke gerade, die Chemistry zwischen euch ist halt perfekt. Ich will meinem Bro nicht zu Wege stehen und deswegen, Oh. ja. Wir alle um gönnen, aber ihr wisst doch gar nicht, was sie will. Ja. Ne? Sie so, ja. Aber ich verstehe schon alles. Deswegen, ja. Okay. Seid alle so lieb, so korrekt? Ja, ne? Ja, voll. Ich glaube, das sind tatsächlich. Ich finde die von allen Tattoos Folgen, die cool, wir was sie geredet haben, hat. bis jetzt die liebsten Ja, Männer. Tattoos Voll, sind aber mega das schön. ist gut, weil ich mag das auch. Ja. Also ich brauche immer noch einen Mann, ne, der auch im Leben steht, aber ich finde so dieses gekünstelte, toxische und nee, das mag ich gar nicht. Rede. Okay, Ja. guck mal. Hast du noch eine Frage an ihn? Die Mm, allerletzte. Okay. Wie lange ist deine letzte Beziehung her? Und wie lang war die? Die ging nicht so lang, 3 oder 4 Monate. Fast ein Jahr, so 9 Monate her, glaube ich. Du warst aber auch jung, ne? Wie alt warst du nochmal? Ich bin 22. Ja, okay. Aber denkst du, du bist dann schon bereit für eine Ja, also Beziehung? ich weiß auf jeden Fall, was ich möchte. Mhm. Und ich bin aber dann auch ehrlich, wenn irgendwas nicht klappt. Wenn Ja, safe. ich das nicht zurückbekomme, was ich gebe oder möchte, dann bin ich auf jeden Fall raus und sag das dann auch Altersunterschied, offen, kein so. Problem, finde ich Das ist geil. wichtig, seine Grenzen zu Mhm. setzen und alles zu kommunizieren. Also Ja. ich finde, das ist so, was heutzutage nicht so normal mehr ist, sondern wirklich über alles zu reden, wenn Sie was ist nicht cool. passt. Und Mega. Das ist Beste Kandidatin bis jetzt, finde ja, ich. voll, Ja. voll. Ja. Wie findest du ihn denn? Also er hat sehr, sehr schöne Augen. Also das ist wirklich krass. Also ich bin ja, habe ja gesagt, helle Augen. Und ja, an sich, ich war erst so ein bisschen wegen der Größe, aber ich glaube, er ist größer als ich. Also ich glaube. Look, wie er gerade, ja. Ja. Nee, also ich Aber finde das die ist gut aus. Ich mag auch cute. Die sind Style. Also herzig. ich mag so, wenn jemand ein sind so bisschen was cute. Besonderes ist. Ja, also auch seine Antworten, die er gesagt hat, finde ich ganz gut. Cool. Kannst du einmal neben mir, Bro? Wie sich der was ihm freut. Ja, ich auch Ich will das stelle jetzt sagen. eine allerletzte Frage, okay? Möchtest du ihn gerne Yay. weiter kennenlernen? Ja. Möchtest du ihn gerne weiter kennenlernen? Ja. Leute, wir machen Let's go! Die sind cool, die sind cool. Danke, geil. Ja, cool, look dann at lernt the euch kennen. happy, Schaffer. Ich freue, dass ihr hier wart. Ihr dürft gemeinsam die Bühne in die Richtung verlassen. Aber gemeinsam. Halt mich ein. Yeah. Geil. Ja, ja. Das ist so cute. Danke. Jetzt noch Ihr habt last. richtige Macher eingeladen heute. Ja, cool. Männer, nicht traurig sein. Eine Frau ist noch da. Okay? Und wir bitten jetzt Noch die eine. allerletzte Person herein. Hi. Schön, dass du da bist. Einmal vorstellen, bitte. Einmal vorstellen. Hi, ich bin Nura, 53 Jahre alt und komme aus Aachen. Sehr schön. Was machst du in Nura. deiner Freizeit? Nicht viel. Ich backe gerne, ich gehe gerne zum Sport, sonst viel mit Freunden. Ja, das war's eigentlich. Schön. Was ist dir wichtig bei einem Mann? Auf was achtest du? Boah, gepflegtes Aussehen. Facts. Sonst, dass er irgendwie ein bisschen irgendwelche Ambitionen hat. Hobbys, Freunde. Freunde sind ganz wichtig. Wenn die keine Freunde haben, geht's nicht. Okay, cool. Aber sonst einfach auf den Vibe gucken, wie es ist. Okay. Und was ist ein absolutes Red Flag bei einem Mann? Keine Ambitionen. Also wenn ihr keine Ziele hat, sonst zu eifersüchtig, so besitzergreifend. Und wenn die so sehr laut sind, also so viel schreien und so. Okay. Viel Schreien. Damn. Ja, hast du eine Macke an dir? Ja, ich bin so ein kleiner People-Pleaser. Also ich möchte gerne anderen Leuten gefallen und stelle mich dann eher hinten an, würde ich sagen. Okay. Ja. Okay, gut. So, ein Ballon ist weg.
5 Männer sind noch interessiert. Die fragen aber erstmal ihn, warum er platzen gelassen hat, okay? Warum hast du platzen lassen? Du bist nett, sympathisch, aber nicht mein Fall. Ja. Und das mit eifersüchtig. Ja, also krass eifersüchtig nicht, aber Eifersucht ist auf jeden Fall da. Ja. Okay. Kannst du uns einmal sagen, was so dein Typ ist, so? Weil jetzt Ende so die Zuschauer wollen's Boah, wie assi. Ich will nicht jemanden ausschließen. So alles, was gepflegt, gut aussieht, ja, das hat man hat so ein Auge für. Okay. Ja. Also einfach Ausstrahlung hat jetzt nicht gepasst. Ja, genau. Okay. Gut. So. Als ob er dir sagt, Von es sei diesen nicht 5 gepflegt oder Ballons so, Alter. musst du jetzt erstmal einplatzen lassen. Okay. Rein vom Optik und Bauchgefühl, ohne dass du die kennengelernt hast. Okay. Weißt du, was mir auffällt? Musst du mal schauen. Ich wollte ja auch anfangen, so Videos machen in so einem, mit Infinity Cove. Die stehen hure nahe da an der Wand. Die Wand ist legit Ja. gerade da hinten. Ich habe gedacht, das geht viel weiter, aber Sie vorher auch. ja. Darf ich fragen, warum? Kevin. Ja, einfach nicht mein Typ. Also ich mag es Free so Kevin, Typ, I swear. Schwör, Hashtag Free sie sagt, dass Kevin. ich zu hell bin, aber nächste Woche fliege ich wieder nach Malle. Aber in die Sonne bin ich wieder braun. Kevin ist der König, Guys. Oh, wir müssen Liebe finden für den Kevin, Guys. Wirklich. Alter, give me Was? confidence, Ab, please. ab nach Malle. Ballermann, Junge. Rede. Geil. Scheiße. Erstmal nach Malle. Erstmal nach Malle. Der kommt doch als Krebsli zurück. Weißt du Ich wie? darf Der das sagen, verbrennt weil ich sich. komme auch als Krebsli zurück. Ich werde nicht braun. Ja, mal schauen. Also der würde auch definitiv auf das Krebs zurückkommen. Da. Er würde Ja. auch knutschrot sein wahrscheinlich. 20 Jahre alt, komme aus Mülheim, bin angehender Physiotherapeut und ja, warum ich behalten habe. Da habe jetzt nichts einzuwenden, ja. Also mein Typ ist, du hast Schlechtes gesagt, ja. Kannst du auch schon massieren und so? Ja. Bin da eins. Ja, aber ich habe ein bisschen Nacken, Bruder, weißt du? Nach der Show machen wir das. Habibi, ey. Kann mir vorstellen. Hi, ich bin Josi, bin 24, studiere auch aktuell Wirtschaftschemie und ich habe den Ballon noch nicht platzen lassen, weil bis jetzt gibt es nichts Negatives, was gesagt hast. Und ja, ich mag auch dein Outfit. Hi, ich bin Nico, 27 Jahre jung, bin Content Creator und bisher gab es auch noch nichts auszusetzen. Also du hast eine sympathische Ausstrahlung, siehst gut aus. Danke. Gerne. Einmal vorstellen? Hi, ich bin Emre, ich bin 22, ich bin Taxifahrer und Personenbegleiter, also fahre auch beeinträchtigte Kinder zur Schule und wieder nach Hause. Nebenbei noch selbstständig, spiele Fußball und genau. Warum hast du den Sehr Ballon jetzt schön. behalten? Es scheint sehr gepflegt zu sein, auch die Nägel, ich mag das. Danke. Und ja, man merkt halt einfach, dass du dir Mühe gibst und dich um dich kümmerst. Auch weiße Zähne und ich achte halt auf sowas. Danke. Okay. Jetzt muss wieder ein Ballon weg. Okay. Hast deren Stimmen gehört, deren Blicke. Ich sag dir Nico. Ja. Wieso tut er immer selber, bevor die Frau kann? Es, Lass doch es einfach kann- die Frau platzen. Ja, er hat ein Ego-Problem, Sandro. Er hat ein Ego-Problem. Denkst du, wieso hat er für 5 Subs seine Haare abrasiert 10, und Lisa, seine für 10. Zähne... Ah ja, stimmt, für 10 Subs. Sorry. 10 Subs seine Haare abrasiert. Seine Zähne machen weißer, als es die Sonne reflektieren kann. Okay. Also weißt du, so, der hat einfach. Nee, der hat einfach Problem. Der hat so Problem. Bin aber überrascht, dass er den Pink Ballon gehabt hat. Rede! 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 Oh mein Gott! Oh, Ich will einen blauen. oh mein Gott! Ja, ich weiß jetzt. Danke, Herotrix. Er hat die Zähne so weiss wie eine WC-Schüssel. Jetzt habe ich es gesagt. Ja. Wir machen weiter, Chat. Oha. Ja. Ich hab's dir vorweggenommen. Aber wie gesagt, du bist sehr sympathisch, hast eine schöne Ausstrahlung. Hast du platzen lassen? Warum ja. wolltest du platzen lassen? Eigentlich dieselbe Grund wie eben der helle Typ ist einfach nicht so meins. Sie sucht einen Latino. So. Eine Du darfst an diese 3 Latina. Männer eine Frage stellen.
Okay. Ja, also ich bin geborene Passenger Princess. Also ich werde immer überall hingefahren von meinen Freundinnen und so. Deswegen brauche ich jemanden, der einen Führerschein bevorzugsweise ein Auto hat. Ist das bei euch der Fall? Ich brauche jemanden, der ein Auto hat. Also Bro, Führerschein Red ist Flag. wichtig. Red Ja, Flag. sonst komme ich nirgendwo hin. Red Flag. Also. Okay, dann gehen wir mal kurz rüber. Es geht auch ÖV. Wollen wir es platzen lassen? Ja, habe kein Auto. Also, Führerschein? bin gerade dabei. Ich habe keinen Führerschein, aber ich kann dich zum Tanzen bringen. Dann machen wir noch Okay. eine Frage. Ja, was macht ihr beruflich? Das würde mich noch interessieren. Warte, du hast mir gesagt, nee, ihr seid beide Physiotherapeuten. Physiotherapeuten, Taxifahrer. Jetzt will was ich habt ihr für platzen lassen. Ambitionen im Leben? Also strebt ihr an irgendwann Haus, Kinder, Familie? Diese Eye-Rollen, ja. Also, ich war tatsächlich schon mal verlobt. Okay. Ja, hat nicht geklappt. Und der nächste Step, also ich will auch Familie, Kinder natürlich. Der nächste Step wäre aber, dass ich mich auch im Taxi selbstständig mache. Also ich mache jetzt noch Online-Marketing neben Taxifahren und so. Und ich will gerne als Komparse noch durchstarten. Da bin ich mit Managements in Kontakt. Ist halt nicht so einfach, wenn man nicht die Connections dazu hat. Und genau. Der ist nur weil ich korrekter lieb's, wenn ich Typ. so im Mittelpunkt stehe. Okay, okay. Genau. Emre wirklich sympathisch Okay. eigentlich. Ja, Mann. Bei dir? Ich gehe das erstmal so beruflich, danach privat, wenn das okay ist. Ne? Also erstmal beruflich meine Ausbildung zu Ende machen, habe noch knapp ein Jahr. Und danach ein bisschen Berufserfahrung sammeln und eine eigene Praxis aufmachen. Und ja, danach auch Haus und Kinder, Frau. Ist eigentlich ganz normal. Was sind deine Ambitionen? Ja, karrieretechnisch erstmal ein bisschen weiter aufsteigen, weiter arbeiten und sonst vielleicht irgendwann mich selbstständig machen. Und familientechnisch oder privat würde ich halt schon gerne, also jetzt nicht in den nächsten Jahren zwangsläufig, aber schon irgendwann Familie, Kinder. Ja, Haus Ja. erwähnen will ich jetzt nicht, aber Der 19-Jährige wird zumindest platzen jetzt. irgendwie sowas. Ja. Sehr schön. Gut. Die beiden Männer dürfen dir noch eine Frage stellen, okay? Okay. Also ich höre sehr gerne Musik. Mhm. Na, natürlich Momo am liebsten. Aber es gibt auch einen Künstler zum Beispiel, den ich sehr gerne höre, Monet. Und ich lieb's, Monet zu hören, abends rumzufahren. Monet ist Wie bist super. du bei sowas offen? Oder was hörst du auch für Musik? Was hörst du für Künstler? Okay, also ich hatte tatsächlich extrem viel Verschiedenes. Ich habe immer so phasenweise. Monet hatte ich tatsächlich auch letztens eine Phase. Also ich bin super offen. Ich höre von Deutschrap zu Momo. Sowieso. Keine Ahnung, irgendwelchen British Rap, alles Mögliche eigentlich. UK Lust, ja, okay. Okay. Hast du eine Frage? Darf ich 2 Fragen stellen? Klar. Okay. Wir haben gerade über Autos geredet. Audi, Mercedes oder BMW? Bro, nein, ist doch scheißegal, was sie antwortet, Bro, Mann. Und dann merkt man, dass er 19 ist, Bro. Sie sagt Audi. Ja, look. Gute Antwort. Boah, crazy. Du hast richtig getroffen sogar. Zweite Frage. Stellen wir uns mal vor, wir fahren Auto und meine Mutter möchte einsteigen. Was machst du? Hinten einsteigen. Boah, die Südländerin, die weiß. Ich wollte gerade sagen, so natürlich. Mir fällt noch was ein. Darf ich noch was fragen? Klar. Was für eine Nationalität hast du? Ich bin halb Ägypterin, halb Deutsche. Okay. Okay. Und du? Italiener. Okay. Okay. So. Ein Ballon muss weg. Okay. Erstmal. Ja. Ja, das. Warum? Es gibt tatsächlich gar keinen spezifischen Grund. Ich habe einfach nur überlegt, welche ich von den beiden eher nicht so, also weniger interessant fand und deswegen. Du kommst Fair. aus Aachen, ne? Ja. Es Ja, ist ich fix glaub, der ich hätte Audi. dann platzen lassen, weil das Ich ist sag mir mal Audi. tatsächlich zu weit. Woher kommst du denn? Karlsruhe. Das ist schon ein Stück, ja. Okay. Darf ich fragen, wie du ihn findest? Ja, sympathisch. Sieht gut aus. Ich mag eigentlich keine hellen Augen, aber ist trotzdem ein hübscher Mann. Ich denke, ich bin älter als du. Weiß nicht, ob dich das stört. Finde ich es okay. Ist okay. Ist gerade so. Ich glaube, für Männern ist es okay, ne? So eine reifere Dame. Ja, also ich habe eigentlich nur Erfahrung mit älteren Frauen gehabt. Also jetzt nicht viel jetzt, ne? Also scheiße jetzt gesagt, Klingt interessant. aber ich komme mit älteren auf jeden Fall klar. Soll ich noch was fragen?
Klar. Als Ägypterin bist du da Muslim? Ja. Soll jetzt nicht komisch rüberkommen, aber das kommt für mich nicht in Frage. Firma, Digi! Firma, Digi! Bro. Was? Was, Bro? Was? Was? No, oh mein Gott, so ein Aber weißt- Jockel! Oh! Weißt du, Sandro, jetzt gibt er mal schnell einfach den Konversationsfluss oder den Fragefluss. Er stellt 3 Fragen. Eine ist über ein Auto, eine ist, wenn seine Mami würde ins Auto einsteigen. Und ich glaube, das war's. Also weißt du, so voll nichts relevant. Und die letzte Frage, er ist alleine mit seinem pinken Ballon dort stehend. Und dann kommt die Frage. Und dann sagt er so, nö, also das geht für mich gar nicht. Ja, weil sie in der letzten Runde Ägyptin gesagt hat, wahrscheinlich. Aber oh mein, also nein, Ja, warte, ich wollte Nationalität. hören, wie er das argumentiert. Weil schau mal, schau wie der Momo schaut. Schau, wie er schaut. Er checkt selber nicht. Verstehe ich. Nein. Religion ist mir sehr wichtig, da Sie ich sagt, an meinem Glauben versteh. sehr festhalte. Das ist jetzt auch nicht Persönliches gewesen, dass ich das dann am Ende abgelehnt habe, aber für mich ist das sehr wichtig. Aber nicht schlimm. Gute Show abgeliefert. An die Zuschauer, ihr Instagram steht hier unten. Checkt die ab, schenkt ihr Liebe. Und du kannst gerne hier so chillen, so. Ich moderiere kurz eben aus. So, Freunde, die Folge ist vorbei. Danke, dass ihr eingeschaltet habt. Damn. Schenkt uns einen Daumen nach oben. Abonniert diesen Promo! Wenn ihr bei der nächsten Folge dabei sein möchtet, checkt den Was Link macht in der er? Videobeschreibung Ah, ab. okay. Schreibt uns gerne auf Instagram, bei Momo Shiny YouTube. Und vielleicht steht ihr bei der nächsten Folge hier an meiner Seite. Ich würde mich freuen. Dankeschön. Haut rein. Das wäre auch etwas Spannendes. Überzeugt sie in 45 Sekunden. Ey, das wäre auch mal etwas, was wir uns geben könnten. Lisa, Ja. Ja. Lisa, Fazit von Sandro. dem Ganzen, was wir jetzt da gesehen haben. Ey, absolute, wie soll ich sagen, Fiebertraum. Schon ein bisschen Fiebertraum gewesen, oder? Extremer Fiebertraum. Also, was wir hier gehört haben, seitens Männer, seitens Frauen, einfach Aber crazy. weißt du, Lisa, das müssen wir öfters machen.